darfst nicht Neger und nicht Mohrenkopf und nichts mehr sagen. Oder? Das ist einfach eine Katastrophe. Und ich sage es halt, oder? Ich habe ja auch schon öffentlich gesagt, bin ich eigentlich der Neger? Also wer ist eigentlich noch der... Die Schweizer sind die Neger im Land, oder? Die ja verarscht werden. Rassismus habe ich eher von links erlebt, oder? Ja. In dem, dass man mir sagt, du darfst nur da und da zugehörig sein, weil du bist dunkelhäutig. Für mich spielt es nicht eine Rolle, woher das eine kommt. Für mich ist wichtig, er tut sich von sich aus integrieren in unsere Dinge. Ja. Und dann habe ich nichts gegen Ausländer. Ich habe nur etwas dagegen, wenn sie sich eben nicht integrieren. Das hat mir einmal einer schriftlich geschrieben. Aufgrund von der Medienpräsenz hat einer geschrieben, er schickt jetzt ein paar Albaner zu mir heim, die mich hier abschlagen. Ich finde das übrigens überhaupt auch nicht rassistisch, wenn man mich fragt aufgrund von der Hautfarbe, woher kommst du? Aber gemäss der Linken oder gewissen Leuten ist ja da schon rassistisch, wenn ich jemanden frage, woher bist du? Ich habe nichts gegen Schwule und Lesben. Es darf jeder daheim so leben, wie er will. Von mir aus auch Hand in Hand. Aber wieso müssen sich die so in Szene setzen? Als heterosexuelles Pärchen machst du das auch nicht. Der Podcast wird gesponsert von Super Kimura. Es ist ein Trainer aus Bern. Er macht Videos über Kampfsport auf Social Media. Ich tue unter seine Accounts unten dran in der Videobeschreibung verlinken. Da kannst du jetzt schön draufdrücken und ihm einen schönen Follow gönnen. Dann sponsert den Podcast. Merci vielmals und einen schönen Abend. Der Podcast wird gesponsert von pitch.ch. Alternativpatronen bis zu 80%. Schaut vorbei. Er hat 3 verschiedene Seiten: Österreich, Deutsch und Schweiz. Geht drauf und bringt ihn heim. Also, willkommen bei Bierweicht Talk. Das ist Folge Nummer 16 und heute ist bei mir zu Gast der Navin. Kannst du dich schnell kurz vorstellen? Ja, die Kamera wäre dort. Bei der Navin Aha, ja, das ist super. Hofstetter, ja. Der Navin Hofstetter bin ich, ja, aus dem Aargau, wie man das auch angesehen in mir. Typischer Aargauer, oder? Ja, genau so stelle ich es mir. Und der SVP schon sehr lange dabei, bekannt, oder? Und ein Bützer, also Handwerker, bin ich als Elektriker tätig. Immer noch? Ja. Was ich bin machst du? Selbstständig, ja, seit 16 Jahren. Selbst? Das habe ich gar nicht gewusst. Ja, ich tue mich ja schon ein bisschen informieren, aber das habe ich jetzt nicht gewusst. Was machst du denn genau? Elektroinstallation, Service, also Servicemontage, Reparaturen und so. Und dich dann die Leute auch ansprechen wegen dem, was du machst? Hat man ja Videos von dir gesehen. Spieglein an der Wand. Das ist etwa der bekannteste natürlich, aber das ist schon bald 10 Jahre her. Schon? Aber das ist etwa das bekannteste, ja, und der mit dem Mohrenkopf noch, ja. Warte mal. Das wäre viel angesprochen. Also das mit dem Spieglein an der Wand, ja. Kannst du das nochmal für die Zuschauer? Nein, das kann ich nicht mehr. Nein, aber erklären, was du genau gesagt hast. Da ist das Thema, also auch, das war an einer Delegiertenversammlung in Malisonde. Und das Thema war Einbürger. Ich glaube, also dort mal 2., 3. Generation sind die Abstimmungsvorlagen gewesen. Ja. Und da hatte ich dann einfach die Wortmeldung gehabt. Das ist überall viral gegangen. Kritisch äußern gegen Einbürgerungen. Ja, aber das ist überall viral gegangen, wie du hast gesagt. Genau. Ja, ich habe irgendwie gesagt, eben, mit dem Spiegel. wenn man da alles einbürgert, oder? Wenn man da die Schweiz durchläuft, oder? Wer ist denn da überhaupt noch Schweizer, wenn man so schaut? Also ich hätte eben gerne durch die Schweiz durchlaufen, dass man auch noch sieht, dass man in der Schweiz ist. Ja. Obwohl, ich weiss schon, das ist natürlich ein bisschen paradox, wenn gerade ich das sage, oder? Ja, du hast gesagt, dann sehe ich schwarz, auch wenn ich nicht in den Spiegel schaue. Ja, so, genau. Ich sehe schwarz fürs Land, auch wenn ich nicht in den Spiegel schaue. Genau, ja. Halt ein bisschen Selbstironie, oder? Das muss man auch ein bisschen verstehen. Aber viele verstehen das halt nicht. Und dann, ja. Und wo ist denn das gepostet worden? Ja, das hat die SVP Schweiz das aufgenommen. Also die Delegiertenversammlung wird ja grundsätzlich seit mehreren Jahren immer aufgenommen. Ja. Und dann ist das ein Ausschnitt daraus von meiner Wortmeldung am Mikrofon, wo man dann natürlich die 2 Minuten oder die 1 Minute, die ist dann relativ schnell viral gegangen. Ja, es ist mega viral gegangen. Ja, und auch heute noch. Also das heute auch noch? Ja, ich gehöre zum Teil von der jüngeren Generation, also bei den 20-, 25-Jährigen. Das wird zum Teil in den Schulen, wenn das Thema Politik hat, wird das immer noch von den wie soll ich sagen, von den ausgefallensten Politikern, die ein bisschen bekannt sind, wird das vielmals präsentiert. Schon. Ich gehe auch etwa die Schulbesuch machen, kann ich etwa die. Ja, immer noch. Und vom Interesse her, ja. Ja, scheinbar ist das so eingefahren, dass ich irgendwie immer noch
etwa die zum Thema gemacht werden. Ja, ist eben schon speziell, oder? Die Vivienne war ja letztes Mal da. Ja. Ich habe ihr auch gesagt, von wo kommst du? Du bist eigentlich, also sie ist ja auch halb Brasilianerin. Bei der SVP hat es doch auch viele, die selber Migrationshintergrund haben. Ja, klar. Das heisst ja nicht gerade, dass wir Ausländer... Viele denken eben so, Linke, dass direkt, wenn man SVP oder rechts ist, man hasst alle Ausländer. Ja, das ist eben genau nicht so. Das macht ja gar keinen Sinn. Die SVP ist eben sehr vielseitig. Die SVP zieht ja von sehr vielen Schichten Leute ab. Also es spielt ja, ich sage das immer, es spielt keine Rolle. Auch wenn man in das Land kommt, spielt es keine Rolle, von wo das man kommt. Wichtig ist, dass man für unsere Kultur, für unsere Werte, für unsere Lebensform einsteht. Ja. Und dann kann man eigentlich nur SVP-Zugehörigkeit finden. Also alle anderen Parteien, denen geht es ums eigene Wohl oder um irgendwelche, also vor allem bei den Linken, ums Weltgeschehen, aber nicht ums das eigene Land. Oder? Du bist ja nicht mit dem Boot angekommen, oder? Nein, mit dem Auto natürlich. Also in die Schweiz? Aha. So du meinst, jetzt habe ich gemeint, vom Aargau daher. Ja, nein. Das ist ein weiter Weg vom Aargau in Zürich. Nein, aber du bist glaube ich, adoptiert worden. Ja, richtig, ja. Ich bin adoptiert worden und mit dem Flüger auf Frankfurt eingeflogen, ja. Also mit den Adoptiveltern? Nein, also ich war eigentlich ein Waisenkind. Aha. Also deine Eltern haben... Also die Mutter war schwer krank. Kannst du dafür zuschauen? Die einen wissen gar nicht, von wo sind sie? Von Indien, oder? Ja, von Indien ursprünglich. Meine Mutter war hier schwer krank, der Vater unbekannt. Lebt sie nicht, die Mutter? Das weiss ich nicht so genau. Nein, also ich gehe davon aus nicht, ja. Und ich habe natürlich die Geschichte auch nie gross verfolgt, weil ich bin in guten Händen aufgenommen worden und da hat sich bei mir auch das Interesse gar nie entwickelt, zu schauen, woher komme ich jetzt. Und ich muss auch sagen, ich bin dieser Sache auch dankbar, dass ich da in guten Händen aufgenommen wurde, also von Schweizern, von Eidgenossen adoptiert wurde. Und dann bin ich eigentlich aufgewachsen. Ich bin mit 4 Monaten in die Schweiz gekommen und bin da damit aufgewachsen, wie jedes andere Kind auch. Wie jeder Schweizer geht. Auch mit 4 Monaten, ja, da kannst du ja gar noch nicht. Es gibt immer Linke, die manchmal sagen, ja, du musst doch dorthin gehen, schauen, woher das kommst und deine Sprache, kannst du deine Sprache und so. Das muss und sage ich mir immer, ja, Entschuldigung, hast du mit 4 Monaten Deutsch können? Also kein Mensch kann mit 4 Monaten irgendeine Sprache. Nein. Also ich habe jetzt eine 9 Monate alte Tochter und sie kann ja noch nicht reden. Ja, das völlig logisch und manchmal passt das den Linken einfach nicht ins Weltbild rein, oder? Wenn da so einen Dunkelhäutigen so eine rechtsbürgerliche, konservative Haltung hat und bei der SVP sich zugehörig fühlt, ja, da geht bei vielen Linken natürlich der Laden gerade runter, das Weltbild gerade zerstört bei denen. Aber eigentlich ist ja das rassistisch. Das ist ja rassistisch. Ich sage das eben auch. Es tut mich ja eigentlich in meinem eigenen Denken, in meiner eigenen Entscheidungslage tut es mich einschränken, wenn der Linke sagt, ich darf nicht bei der SVP nur aufgrund von der Hautfarbe. Nur aufgrund von der Hautfarbe. Und das ist ja das Verrückte. Ich wäre ja häufig nur aufgrund von der Hautfarbe angegriffen. Schon. Weil aufgrund von der Sprache kann man mich ja glaube nicht angreifen. Also noch gestochener Freiämter Dialekt vom Aargau kannst du ja nicht haben. Nein, also aber natürlich kommt das ein bisschen... Ja, kommt natürlich schon speziell über. Für mich ja übrigens auch, wenn ich einem Dunkelhäutigen begegne. Und der redet perfekt Schweizerdeutsch. Selbst mir kommt das, also es kommt nicht schräg über, aber es ist halt einfach so unerwartend, oder? Hast du das dann manchmal, dass mit dir so redet? Hallo, können Sie mir etwas das so? Ja, also es kommt vor, dass man mich auf Englisch oder auf Hochdeutsch anspricht. Okay, ja. Aber eigentlich eher selten, weil ich ja natürlich eher einer bin, der von mir aus auf die Leute zugeht. Ich bin meistens auch der zuerst «Grüezi» sagt und dann ist das und dann meine ich sage ein Wort und dann merkt man ja sofort, dass ich einen Dialekt schnurre. Ja, das stimmt, stimmt. Aber hast du Geschwister denn von der Adoptiv? Also ich habe eine Schwester noch, aber die ist auch adoptiert. Ah, auch? Ja. Auch von Indien? Auch von Indien adoptiert. Aber nicht deine leibliche? Sie ist nicht meine liebliche Schwester. Ja. Aber hast du, das weisst du auch nicht, ob liebliche? Ich weiss natürlich wirklich gar nichts. Gar nicht? Nein. Aber wieso? Nicht. Also wenn ich das fragen ja, du hätten die dich einfach abgegeben oder was? Wieso sich die Eltern nicht mehr wollen? Oder wie war das gewesen? Weißt du das überhaupt? Nein, also eben, das war eine Frau, die für so Kinder geschaut hat. Also ich weiss das einfach. Also deine leiblichen Eltern, weißt du? Nein, die haben das Kind wollen natürlich. Also sie haben selber
Mutter hat selber kein Kind bekommen. Biologisch ich meine, also deine richtige Mutter, weißt du? Ja, die weiss ich ja nicht. Von die ist ja Indien. schwer krank Und dein Vater, du weißt gar nicht, wieso sie dich abgegeben abgegeben haben? Der Vater ist unbekannt. Ja, weil man mich eben nicht können brauchen in dem Sinne. Also sie haben mich ja freigegeben zur Adoption. Ja, direkt. Und in Indien hat das zuerst in der Zeitung kommen und alles drum und dran. Und erst wenn in Indien das Kind niemand will, wird es fürs Ausland freigegeben. So war das damals mal gewesen. Also ist noch eine spezielle Angelegenheit. Ja. Ja, da hast du sozusagen in deiner... Jetzt bist du glücklich, oder? Dass das so passiert. Ich weiss da nicht so im Detail Bescheid, oder, wie das da war. Ja, okay. Wie auch? Eben, ja, ich meine eben, weißt du, ich bin mit 4 Monaten adoptiert worden. Ja. Du beschäftigst dich ja nicht mit den ersten 2 Lebensjahren. Nein, das weisst du ja gar nicht. Du denkst erst so ein bisschen an Kindergartenzeit zurück. Eigentlich die Zeit vor dem Kindergarten ist für jeden Menschen ja sehr schwer. Ja, was ist deine erste Erinnerung? Ja, es gibt schon Erinnerungen von meinen Adoptiveltern, die daheim vom Aufwachsen her. Es gibt schon Erinnerungen. Ich mag mich zum Beispiel auch erinnern, wie meine Mutter mir den Shoppen gegeben hat und so. Oder? Schon? Das ist aber schon, das sind so ganz kleine Dinge. Aber das hat jeder Mensch, so ganz kleine Dinge. Aber grundsätzlich Erinnerungen hast du eigentlich erst ab der Kindergartenzeit. Weil dort du ins Leben rausgehst und Sachen erlebst. Oder? Ja. Aber denkst du, wenn du jetzt in Indien aufgewachsen wärst, dass du jetzt ganz ein anderer Mensch wärst? Wahrscheinlich schon. Das wäre ja jeder Mensch. Also jeder Mensch, der in einer anderen Kultur aufwächst oder in einem anderen Land aufwächst, ist wahrscheinlich ein anderer. Ja, aber ein komplett anderer, weißt du? Komplett. Jetzt muss man komplett definieren. Also ja, weißt du, so ein klassischer Inder, du wärst zum Beispiel am Stand, die dort kochen. Zum Beispiel, also das Klischee. Natürlich, du hast ja gewisse Sachen, so Gen und so, hast du ja schon. Also, wo du, der Charakter entwickelt sich ja schon vielleicht auch ein bisschen. Hast du gerne indisches Essen? Nein, gar nicht. Gar nicht? Nein, das ist mir viel zu scharf. Nein, meine Frau ist ja halb Tamilin, ist ja nicht genau das Gleiche, aber mega ähnlich. Und sie isst auch nicht so gerne scharf. Und so. Ja, ich sage immer, du bist doch Tamilin. Ich mag scharf nicht verleiden, ja. Ah, wirklich? Ja. Eben, das sage ich immer, ich sage meiner Tochter auch immer, es ist auch noch ein Viertel Tamilin. Ich sage, aber du kannst scharf vertragen, du hast das sicher in den Gen, aber in dem Fall nicht. Ja, ja du nicht. Ja, bei mir ist, also ich habe schon lieber Schnitzel, Pommes frites und Hörnchen gehackt. Ja. Oder Raclette. Und, ja, das ist super. Ja. Viel lieber als sicher. Curry oder so etwas. Ja. Nein, ich habe beides gern. Ja. Beides habe ich sehr gerne. Ich kenne Indisch eigentlich zu wenig. Ich habe nichts von Indien, oder? Ausser, dass ich weiss, ich komme von dort und die Hauptfarbe von dort ist. Aber sonst verbindet mich natürlich gar nichts mit dem Land. Ja. Und nachher bist du in die Schule und so weiter. Wo du in die Schule bist, hat es viele Ausländer gehabt, oder was? Also in meiner Schulzeit, glaube ich, 2. Hast du dich als Ausländer gesehen oder nicht? Oder haben dich andere als Ausländer gesehen? Nein, also eben so Erinnerungen habe ich eigentlich nicht. Dass man jemand mal gecancelt wird und so, das gibt es natürlich schon. Also jemand, der ein bisschen abstehende Ohren hat, wird auch gecancelt. Und jemand, der dick ist, oder? Ja, das ist so. Auch. Bei mir kann das schon sicher hat Situationen gegeben, wo die Hautfarbe ein bisschen... Schon. Ja, aber eigentlich... Hat dich das gestört? Oder? Ja, ich mag mich nicht so erinnern, dass es jetzt so für mich irgendwie etwas störend war. Ja. Nicht? Ja. Hast du auch nicht überwiegend erfahren, irgendwie Rassismus als Kind? Ja, ich habe das so nicht... Bist du der Rassist als nicht Kind? definieren. Nein, machst du, wie du vorher gesagt hast, also nicht so lustig gemeint. Ich war kein Rassist. Bin ich doch nicht, aber... Ja. Man schaut ja, ich sage eben, man schaut ja immer Menschen, die von einem anderen Land kommen, schaut man immer ein bisschen schaut man genau her. Also wenn jemand mit Schlitzaugen kommt, schaut man auch genauer her. Wenn jemand dunkel ist, schaut man auch genau her. Weil ja die Mehrheit eigentlich weisshäutig ist da. Ja. Und wenn jemand von Italien kommt, dann siehst du auch, dass es ein Südländer-Typ ist. Oder wenn ein Deutscher schnurrt, dann fragst du auch, woher kommst du? Weil du einfach, du merkst einfach, der ist ein Schwab, oder? Der hat Deutsch, oder? Und da tust du auch irgendwie dich bemerkbar machen. Ich finde das übrigens überhaupt auch nicht rassistisch, wenn man mich fragt, aufgrund von der Hautfarbe, woher kommst du? Aber gemäss der Linken oder gewissen Leuten ist ja da schon rassistisch, wenn ich jemanden frage, woher bist du? Ich finde das überhaupt nicht.
Ich finde es im Gegenteil. Mit dem, dass ich gefragt wäre, kann ich ganz mir ja auch die Möglichkeit, mich wie eine Art vorzustellen. Eben, es kommt auch darauf an, wie du es auch sagst. Und dann habe ich eben lieber den Rechtskonservativ, der eben fragt, konkret, als der Linke, der einfach nichts fragt und mich einfach schubladisiert. Vielmals werde ich einfach als Tamil hergestellt. Ja, und Tamilen sind eigentlich Fragen, haben sie mir auch gestellt, die sind von Sri Lanka. Ja. Und das ist einfach ein Unterschied. Ich bin von Indien, oder? Das ist gleich, wie man uns sagt, in der Schweiz, dass wir Deutsche sind, ja, oder, zum Beispiel. Dann sage ich immer, frag doch gescheiter, bevor du einfach irgendetwas schreibst. Journalisten, die einfach etwas schreiben, oder Linke, die einfach denken, ja, das ist ein Tamil. Ja, hast du das oft, oder? Ja, das gibt's eben, das erlebe ich immer wieder. Und sie haben einfach das Gefühl, ich habe eine schlechte Kindheit gehabt und ich bin halt von Indien und ich weiss, die haben das Vorurteil, oder? Aha, ja, aber es ist sie fragen so. gar nicht. Ich sage jetzt, der Rechte, der fragt eben. Ja, aber es kommt immer darauf an, wie es du fragst. Aber wenn du ganz normal fragst, also finde ich jetzt auch nicht schlimm. Finde ich auch, ja. Ja, ich frage ja einen Deutschen auch, wenn er Hochdeutsch schnurrt, oder? Dann frage ich den auch, woher bist du? Ja, oder einen Albaner frage ich auch. Wieso darf ich das nicht fragen? Woher bist du? Ja, das finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Woher bist du? Und bei mir, sage ich ja auch, ich bin vom Aargau, das sieht man ja. Ja, also weißt du, wo ich wohne, sind so alles gleiche Häuser. Und dann sind ein paar, ich weiß jetzt nicht, ob die links oder was auch sind, aber ein paar Linke haben dann irgendwie Unterschriften gesammelt, dass weil eine steht angezügelt mit einem Kopftuch. Und dann haben die Linken sozusagen sich eingesetzt, also ich weiß nicht, ich glaube schon, die sind links. Die haben sich dann alle eingesetzt und Unterschriften gesammelt, dass die dort ankommen. Und ich bin weder rechts noch links, ich bin eher so geradeaus halt. Und ich denke mir halt, ich finde das eigentlich rassistisch, wenn man für jemanden sich einsetzen muss. Weil mir ist es egal, ob die jetzt ein Kopftuch hat oder nicht. Weißt? Wo dort hinzügeln. Das ist mir wirklich egal. Also, ich würde mich auch nicht einsetzen für irgendeine Person, dass sie jetzt dort hinzügeln kann. Weil es mir so egal ist, ob die jetzt ein Kopftuch hat, ob sie gelb ist oder blau oder sonst irgendetwas. Und die müssen sich aber dann das profilieren und zeigen, hey, schau, ich habe mich dafür eingesetzt, dass die jetzt da hinkommen kann. Und das finde ich eben eigentlich eher so, wie sagt man dem? Heuchlerisch. Ja, finde ich auch. Ja. Ich verkehre zum Beispiel mit Ausländern von überall, aber ich tue es nicht so an die grosse Glocke hängen. Und die sind eigentlich praktisch nur mit Schweizern umeinander, aber mit sich so krass einsetzen, um irgendjemand, der anders ist, weißt du, das finde ich halt ein bisschen widersprüchlich. Mit vielen Ausländern habe ich Kontakte. Ja, bist du auch so. Und eben gesagt, ja. Also, nein, ich weiss, wie ich meine. Ja, ich weiss, wie du meinst. Ja. Von der Genetik her, sagen wir so. Ja, genau. Aber schlussendlich ist eigentlich das Adoptionsverfahren auch nicht vergleichbar mit dem Einbürgerungsverfahren. Ja. Also mit den zugewanderten Leuten. Das ist nicht vergleichbar. Also mit dem Adoptionsverfahren gehst du davon aus, dass ich eigentlich die Schweizer werde und das übernehme. Dass ich aufwachsen wie ein Schweizer Geborener. Ja. Ja, also kann man mich nicht als Ausländer bezeichnen. Nein. Weil ich bin ja eigentlich an einen Schweizer Heimatort. Ja. Dadurch, dass ich das vom Großvater übernehme. Also die ganzen Dinge, es ist einfach nur das Blut und natürlich der Mensch ist in Indien geboren, oder? Aber schlussendlich, Ja, ich weiss, was du meinst. Es ist es ist... es ist nicht wie bei den Geschlechtern. Weißt, ich habe der Chris ist da gewesen, ich weiss, natürlich bin ich kein Eidgenoss, oder? Also von dem her, aber Eidgenoss kann ja, man ich weiss das nicht. Aber es spielt schlussendlich eigentlich, das finde ich, spielt gar nicht so grosse Rolle, oder? Es spielt ja keine Rolle, woher dass du kommst, sondern es spielt eine Rolle, stehe ich zu dem Land, stehe ich zu dieser Lebensform, zu dieser Kultur und das ist für mich entscheidend und dann kann man auch Schweizer werden. Weil das ist etwa ähnlich, eben der Chris ist ja bei mir gewesen, Nadja Brönimann hat er vorher geheißen. Ich weiss nicht, ob du den kennst. Nein. Er hat im SRF eine Geschlechtsumwandlung gemacht. Aha. Oh. Vom Mann zur Frau. Aha. Mit einer Geschlechtsoperation und alles im SRF gemacht. Ja. Und ist dann eine Frau gewesen. Und jetzt hat er es bereut und ist wieder ein Mann. Aha. Und das ist ja dann eigentlich auch etwas Ähnliches, weißt du? Ja. Wie bei dir, aber das Geschlecht, er ist ja dann trotzdem, meiner Meinung nach, wenn ein Mann sich in eine Frau
umoperieren, ist er für mich ja immer noch ein Mann. Ja, für mich auch. Schlussendlich, ja. oder? Genau. Ja. Ja. Ist das für dich auch so? Wie viele Geschlechter gibt es für dich? 2. 2. Maximum, ja. Aber es gibt 2. Ja, aber es ist ja nicht mehr so. Für mich ist es nur Mann und Frau. Mhm. Das ist ja auch biologisch so erklärbar. Also die Natur hat 2 Geschlechter erschaffen. Akzeptierst du das nicht, wenn du dich irgendwo musst anmelden musst, dann kommt er, Herr, Frau, divers, bla bla bla. Ja, mit dem kann ich gar nicht anfangen. Ja. Das ist für mich völlig unnötig. Ja. Finde ich, sehe ich auch so. Und wann hast du dich angefangen für Politik zu interessieren? Das war in der Schulzeit, etwa so Schon. mit 12 Jahren. Dort mal mag ich mich zurückerinnern, ist zum Beispiel der Otto Stich Bundesrat gewesen. Otto Stich, das sind so was bist du für einen Jahrgang? Ja, was denkst du, was schätzt du? 85, 60? Ja. Stimmt. 82, ja. 82? Ja, bist recht nah, ja. Bist gut im Schätzen. Ja, ist gut, oder? Ja. 2, aha, ja, okay. Ich bin ein bisschen noch jünger. Ah, du? 4, 5, ich bin 86. Ja. Und den kenne ich eben nicht mehr, den Dings, den weiss ich nicht. Was war mit dem denn? Ja, der war da Finanzminister. Ja. Das war so einfach die Zeit, wo der Moritz Leuenberger ist dann irgendwann mal Bundesrat geworden. Ja. Die Zeit etwa, mag ich mich erinnern, ja. Und dann hast du dich, weil in meiner Schulzeit, Politik, Also, haben wir uns nicht gross, weiss nicht. Also bei mir war es in der 5. So Klasse, wo das Thema Politik war. Und nachher aber dann, in der Sekundarschule ist das gekommen. Okay. Ja, so in dieser Aber warum? Was hat dich genau interessiert dort? Ja, einfach, wenn ich Fernsehen geschaut habe, so Politiker. Vielmals sind es dort mal natürlich der Ueli Maurer, der Christoph Blocher. Ja. Das sind so die Persönlichkeiten, die mir rausgestochen sind. Ja. Und denen habe ich sehr gerne zugelassen. Okay. Die haben mir eigentlich schon gleich mal ein bisschen aus dem Herz geredet. Mhm. Ich bin vom Haus aus auch bürgerlich aufgewachsen. Ja. Also mein Vater war FDP gewesen. Aha, okay. Dort mal ist aber die FDP natürlich etwa da, wo heute die SVP ist. Also die FDP, die vor 30, 40 Jahren, das ist nicht mehr vergleichbar. Also, aha, ja. Ja, darum im darum Haushalt, ist auch die SVP entstanden, oder? Dort mal, vor etwa 40 Jahren. Ja. So richtig. Ja, den Erik Weber kennst du, oder? Ja, also kennen nicht. Er hat gesagt, ich soll dir einen Gruß sagen. Schon? Ja, weil er hat irgendwie eine Partei... Ich kenne ihn eben nicht persönlich. Ja. Aber ja. Vor der SVP hat es irgendwie eine Partei gegeben, hat er gesagt. Und dann hat der Blocher dann alles nachgemacht und so hat er gesagt. Ich weiss nicht, ja, das sagt er auch. Ja, oder? Hast du auch schon mitbekommen? Habe ich auch schon gehört, ja. Und dass die 10 Millionen Initiative hat es irgendwie schon in den 70er Jahren gegeben, hat er gesagt. Also die Schwarzenbach-Initiative. Genau das. Schwarzenbach, genau, hat er gesagt. Dort waren es irgendwie die Italiener, die zuerst nicht daran glauben. Aber die haben sich ja eigentlich mega gut integriert. Außer mein Vater hat sich auch gut integriert, einfach sprachlich noch nicht so. Ja, viele haben einfach die Sprache nicht gelernt. Ja. Aber sonst vom Lebensstil her sind ja die relativ nah bei uns. Oder? Ja, so Kriminalität. Von der Kultur her oder von der Religion her sind die natürlich uns nahestehend. Also grundsätzlich Europäer, oder? Aber weißt du, welche habe ich eben gesehen, auch nie, was viel da gibt? Es gibt viel von Sri Lanka in der Schweiz, aber ich höre nie. Einer von Sri Lanka hat irgendwie... Selten, hä? Also gar nie, in den Nachrichten. Ich habe noch nie gehört, einer von Sri Lanka hat irgendwie Gewalttat ausgeübt selten, oder so. Hä? Das habe ich mich eben letztes Mal gefragt. Nur wenn ich von Ihnen etwas Falsches sage, dann... komme ich in den Medien, das ist ja relativ schnell. Nein, das habe ich mich eben letztes Mal gefragt. Oder Asiaten allgemein, also, oder ein Chines oder so. Ja, Chinesinnen gefallen mir auch noch, ja. Ah, okay. Aber die Schweizer haben doch gerne Thailänder. Nein, das ist nicht so mein Typ, ja. Thailänder nicht, aber Chinesen, ich stehe mehr die sind auf ein bisschen heller. Blondinen und auf... Aha. Ja. Hast du eine Frau? Nein. Noch nicht? Nein, also da Kind und Frau hast du nicht, oder? Nein, also in Ungarn habe ich eine Freundin. Ah, in Ungarn? Aber ja, eine Ungarin, ja. Ah, okay. Aber da in der Schweiz fehlt mir noch eine. Aha, wieso willst du 2 haben? Ja, du bist offen, aber nein. Aber ohne heiraten und so, das? Ja, ich heirate nicht. Willst du heiraten? Habe ich nicht vor, ja. Ja, okay. Kind, das Thema? Im Moment nicht, nein. Nicht, eigentlich nicht, nein. Nicht, ja. Ja. Okay, ja, ich habe erst spät mit 33 das erste Kind bekommen. Ja. Ich habe eigentlich auch abgeschlossen. Ah, eben, du hast Kinder. 2, ja. Eine ist 7, eine ist im 9 Monaten. Ja.
Eben meine Frau ist von Sri Lanka halb. Ja. Ja, und die sind eben auch ein bisschen... Und sie sind eben auch schon rassistisch. Also die eine ist weiß und die andere ist ein bisschen dunkel, ein bisschen dunkler. Ja. Und die ist auch schon rassistisch beleidigt worden. Ach schon? Wegen der Hautfarbe. Ja. Ja. Sie hat schon mal gesagt, ihre Haut sei wie Gacki. Ja, hör auf. Sie wird weiss sein, nicht brüllen. Ja. Aber es war schon länger gewesen, ja. Aha, ja. Aber eben... Ja, also ich meine eben so gewisse Sprüche, da muss man auch, also ich mache das selber. Kinder machen es sowieso, die wissen gar nicht, weißt du. Ja, ich mache ja da gegenüber mir eben so eine gewisse Selbstironie muss ja einfach sein. Ich sage ja das an mich auch. Also ich sage ja manchmal auch mit Schocki, oder, der Vergleich, oder? Ja, du darfst, wenn ich das sage. Hör auch auf. Ich sage immer, ich bin mal in einem Schockiladen in Zogin. Darf ich das erzählen? Ja, erzähl alles. Ja. Das war neben Lederach. Da bin ich dort reingekommen. Ich habe gerne Schocki, oder? Ja. Völlig unabhängig von allem anderen. Ich habe gerne Schocki. Ja. Dann habe ich Schocki gekauft und nachher sagt die Verkäuferin, ist noch eine andere Frau gerade im Laden gestanden. Die Verkäuferin sagt so zu mir, «Gell, Schocki macht glücklich» oder irgendwie so etwas, oder? Ja. Und dann sage ich, ja, ich esse Schocki nicht zum Glück werden. Ich esse die, dass ich die Farbe behalten kann. Von dem Moment an, das glaubst du gar nicht, ist diesen 2 Damen den Laden runter. Ja. Die haben nicht mehr geredet. Also sie hat gemeint, du redest jetzt gebrochenes Deutsch oder so? Ja, nein, die haben einfach nicht mehr die haben gemeint, aha. Das war nur ein Witzchen, oder? Aha, und sie haben es nicht... Ja, und die haben das irgendwie völlig empfunden, aber in einer in einer Stadt, in der Stadt ist halt immer alles ein bisschen links und die mögen nichts verleiden, du darfst nicht Neger und nicht Mohrenkopf und nichts mehr sagen, oder? Das ist einfach eine Katastrophe. Und ich sage es halt, oder? Ich habe ja auch schon öffentlich gesagt, bin ich eigentlich der Neger, also wer ist eigentlich noch der... Die Schweizer sind die Neger im Land, oder? Weil sie ja verarscht werden vom System. Aha. Dann hat der Schweizer, so hast du es gesagt, wird total verdrängt in diesem Land. Aber vorher hast du eben noch etwas gesagt wegen dem Mohrenkopf. Was wegen war Mohrenkopf? Ja, das war ja auch so ein Thema, Rassismus immer, dass man den Mohrenkopf nicht mehr Mohrenkopf sagen darf. Ja. Also, sorry, wenn ich einen Mohrenkopf esse, denke ich ja nicht, dass ich in einen Neger reinbeisse. Also das die Assoziation, die hast du ja nicht. Nein, also wenn ich einen Mohrenkopf esse, denke ich nicht gleichzeitig an einen dunkelhäutigen Mensch. Nein, ich habe niemals so das gedacht. Nein, absolut nicht. Also das Thema immer, und das war ja schon etwa das Thema, ich war auch schon im Schweizer Fernsehen. Ja, Also nicht explizit wegen dem Mohrenkopf, sondern allgemein das Thema Rassismus ist ja immer wieder so eine Sache. Oder? Ja, einmal ist die Debatte gekommen wegen Dummer. Ja, genau. Mohrenkopf, ja genau. Ja, aber eben, wenn ich etwas Falsches sage, ich bin ja schon verurteilt worden gegen das Antirassismusgesetz verstoßen. Wegen was dort genau? Ja, weil ich auf Facebook etwas geschrieben habe, auf eine Art und Weise, die ein bisschen primitiv ist, wo man nicht hätte sagen sollen. Darfst du das sagen, was du geschrieben hast? Oder wirst du nachher nochmal anzeigen? Ja, das ist eben, ich weiss es eben auch nicht. Ja, ich bin ja dann bis vom Bundesgericht. Du kannst es ja sagen, wir können auspiepsen. Ja. Nein, du musst nicht piepsen. Aha, ja, also ich meine, weiss nicht. Ich habe Problem. Einen Satz derart dumm und primitiv dargestellt, dass ich eigentlich nicht gedacht hätte, dass das rassistisch ist. Aber das Gericht hat das natürlich alles andere drin interpretiert. Ich habe ja das Wort Ficky verwendet. Oder? Aufgrund von der, ich eigentlich auf die Kultur von Afrika hindeuten. Ja, okay. Ich habe natürlich explizit Afrikaner angesprochen. Weil es ist einfach bekannt, dass in Afrika etwa 26 Staaten Kinderehen zulassen. Und das war die Abstimmung, Ehe für alle. Das Thema Ehe für alle war da. Und da habe ich mich geäussert, ja, man muss einfach sehen, wir haben immer mehr Leute aus muslimischen Ländern da. Ja. Immer mehr Leute, eben, der Moslem, der das Schutzalter auf 9 absetzen zum Beispiel. Aber nicht da in der Schweiz, oder? Aber es ist ja nicht nein, aber so. Ich sage einfach, wenn du immer mehr Leute hast von diesen Ländern, die hierher kommen, kann man ja davon ausgehen, dass die sich nicht so vertraut sind mit unserer Kultur, mit unserer Lebensform. Ja. Also dass du gewisse Hürden hast bei Integration. Ja. Aber ist das auf gleichgeschlechtliche Ehe gegangen? Auch ja, und auf das Thema habe ich das ein bisschen überspitzt dargestellt, zusammengemischt, habe ich dann eben einen dummen Satz veröffentlicht. Also was hast du geschrieben? Ficky? Ich weiss eben gar nicht. Ich habe geschrieben,
Ja, muss es nachlesen. Okay. Ich kann es nicht mehr so, ich habe das ein bisschen vergessen, aber es ist, ich habe das Wort Ficky verwendet und ich habe eigentlich die Schwulen angesprochen, wenn ich jetzt sozusagen 2 schwule Afrikaner und dann ein Kind adoptieren und zwecks Ficky, habe ich dann so gesagt. Aha, okay. Eben völlig überspitzt und völlig primitiv, völlig dumm, oder? Hast du viel zahlen dann, oder? Ja, das hat mich etwa 40'000 Franken 40'000 Franken? Ja, also mit Anwaltskosten, Verfahrenskosten, alles drum und dran. Ich bin 3-fach verurteilt gegen das Antirassismusgesetz. Einerseits wegen Aufruf zu Hass, sage ich auf das bin ich auch mit der Nationalmannschaft. Und wegen der gleichgeschlechtlichen was war denn dort habe ich eben noch geschrieben, das sagen für mich unnatürliche Partnerschaften. Das steht ja sogar in der Bibel drin. Also wenn man Mann und Mann zum Beispiel heiraten. Das war einfach meine Meinung, meine Ansicht gewesen. Ich bin auch der Meinung, dass nicht gleichgeschlechtliche Paare keine Kinder adoptieren. Das ist einfach eine Meinung, die ich habe. Und das ist mir zum Verhängnis geworden. Ja. Ich habe scheinbar alle Schwulen und Lesben mit dem habe ich die beleidigt. Diskriminiert. Diskriminiert. Ja, das Diskriminierungsgesetz. Das hat ja nichts mehr mit freier Meinungsäußerung. Ja, das Gericht hat das anders ausgelegt. Das Gericht hat empfunden, dass ich jetzt pauschalisiert habe, alle Afrikaner betitelt habe und Schwule und Lesben beleidigt habe. Eben Aufruf zu Hass und diskriminierend bin ich mit meiner Äußerung. Ja, jetzt bin ich verurteilt worden. Ist ja, glaube ich, nicht das Ziel gewesen, zu Hass aufrufen. Nein, oder? ich sage auch immer, also wenn man gegen ein Antirassismusgesetz verstößt und da gebüßt wird und verurteilt wird, heisst das noch lange nicht, dass du ein Rassist bist. Yeah. Wenn du im Strassenverkehr einmal zu schnell gefahren bist und das Billett abgegeben hast, bist du auch noch kein Raser. Ja. Einfach nicht, oder? Einmal nicht. Wenn es mehrmals vorkommt, dann kann man es langsam... Ja. Aber ich sehe mich absolut nicht als rassistisch. Also sonst hätte ich ja nicht eine Partnerin in Ungarn und ich würde ja nicht ich habe ja mit vielen Ausländern zu tun. Also eben, wie gesagt, für mich spielt es nicht eine Rolle, woher das eine kommt. Für mich ist wichtig, er tut sich von sich aus integrieren in unsere Dinge. Ja. Und dann habe ich nichts gegen Ausländer. Ich habe nur etwas dagegen, wenn sie sich eben nicht integrieren und da Sachen machen, die nicht wirklich gut sind. Ja. Also, da und die Frau, tust du die da annehmen? Also, die ist gesundheitlich nicht so zu Weg. Ich will da nicht zu viel darüber reden. Müssen sie sich integrieren. Die ist schwer krank. Und, was? Ach so. Gott, das ist eine schlechte Geschichte. Ja. Okay. Ja, die musst du nicht unbedingt erzählen, wenn du willst. Ja, also ich will schon, aber es muss jetzt da nicht gerade... Das ist ein anderes Thema. Sein. Also ich habe eine Freundin in Ungarn und die ist leider viel im Spital und die hat noch ein Kind, hätte sie eigentlich, ein Pflegekind. Und, also nicht ihr liebliches Kind. Ah, nicht? Nein, von der Cousine. Und sie schaut auf das? Ne? Und sie schaut eigentlich auf das, so gut wie es geht. Und ich bin mit ihr zusammen, so gut wie es geht. Wie habt ihr euch kennengelernt? In der Schweiz. Sie hat mal in einer Bar in der Schweiz gearbeitet. Ja. Und eigentlich hätten wir uns ein anderes Ding vorgestellt. Aha. Aber ich bin nicht so, ich bringe das nicht übers Herz, dass ich jetzt jemanden einfach fallen lasse, nur weil sie schwer krank, also nicht zu Weg ist. Also ist sie also was hat sie hat mit dem Herzproblem. Herz. Also sie ist ein bisschen vererbt noch. Und man weiss nicht so recht, wie lange sie noch lebt. Okay. Ja, das ist einfach die Geschichte, die ich habe. Und das ist ein bisschen schade. Ich hätte es lieber anders gehabt, sie sicher auch, aber jetzt kämpfen wir uns durch. Weißt halt nicht, was es bringt. Ja. Aber schlussendlich, ich muss mein Leben da gleich führen. Also weißt, ich muss irgendwie mein Leben haben und ich kann... Ich fühle mich von dem her frei. Aber politisch bist du eigentlich noch bist du nicht mehr so aktiv, oder? Ja, jetzt dadurch, dass ich verurteilt worden bin und dass man mich ein bisschen abgeschoben hat. Seit wann ist das denn? Ja, das ist jetzt bald 2 Jahre her. Ja. Und das ist aber fertig abgeschlossen? Oder? Ja, das ist jetzt vor Bundesgericht abgeschlossen und es ist jetzt einfach, ich habe jetzt zahlen, Buß zahlen und Verfahrenskosten, alles 40'000? Alles in allem, also mit den Anwaltskosten, Verfahrenskosten plus die Buß. Hat es mich nicht zu 40'000 Franken gekostet. Ja. Und wenn ich denke, die mich angezeigt hat, das war ja Gabriela Sutter, damalige Präsidentin von der SP Aargau. Ich habe ihr da dann auch noch ein Mail geschrieben, dass man sich vielleicht auf einen anderen Weg einigen
Weil wenn ich denke, mit diesen 40'000 Franken hätte man im Afrika unten etwas bewirken können. Aha, ja, schon, eigentlich schon. Also, weil das hat ja niemandem etwas gebracht. Indem dass man einfach den Schweizer verurteilt und sagt, er sei ein Rassist, mit dem ist keinem Neger geholfen, schlussendlich. Ja. Oder? Wirklich niemandem geholfen. Ja. Also man hätte gescheiter gesagt, man hockt zusammen und sagt, komm, ich ziehe die Anzeige zurück, wir machen da nicht eine riesige Sache daraus. Mhm. Ich wäre bereit gewesen für eine Spende. Schon, ja. Das würde mehr Sinn machen. Ja, wo ist jetzt das Geld? Wenn ich denke, mit diesen 40'000 Franken, da hat man jetzt in einem Anwalt geshoppt, der Staat hat Geld bekommen. Ja. Also eben, das war eigentlich Anwaltsfutter gewesen. Ja. Also ich sage jetzt, man hätte lieber gesagt, man lässt das sein. Mhm. Was du gesagt hast, ist völlig dumm und primitiv, von mir aus rassistisch, aber wir lassen es jetzt bei dem. Aber als Wiedergutmachung hätte man können sagen, wir machen keine Anzeige, wir reden mit dem Hofstetter, was hast du damit mitteilen und jetzt finden wir irgendwie eine andere Lösung finden. Ja. Aber dass das eine Linke natürlich nicht will, ist klar, das ist politisch, das ist natürlich politisch, wie soll ich sagen, bedingt gewesen, dass man mich unbedingt hat anzeigen wollte. Man hat natürlich jetzt das gesucht, man hat jetzt den bekannten SVPler, den SVP-Neger, den hat man jetzt an Pranger stellen. Ja, und auch canceln, dass du nichts mehr kannst. Ja. Und sie hat ja das auch sehr theatralisch gemacht, gerade vor Tele M1 mit Video, gerade voll öffentlich, weil ich ja eine öffentliche Person sage. Und ich finde das schon noch... Sie hat ein bisschen Aufmerksamkeit. Ja, genau. Ja, ist es so. Und ich habe natürlich aber schlussendlich gesagt, gut, ich gehe aufs Ganze, ich ziehe das Ganze durch. Mir ist das gleich, ich stehe zu dem, was ich sage. Ich stehe zu dem, was ich denke. Ja, es ist ja auf Video. Und ich tue auch aussagen. Der Anwalt hat mir sogar empfohlen, ich soll nicht aussagen vor Gericht. Ja. Und ich soll, und er hätte auf einen machen auf besoffen. Er hätte sagen, ja, ich bin ja vom Ausgang heimgekommen und habe das geschrieben. Und ich sage doch angetrunken. Da habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Ja. Ich stehe zu dem. Ich stehe auch zu einem Fehler, den ich mache. Ja. Ich stehe zu dem, was ich mache und was ich sage. Und tu nicht irgendetwas in der Öffentlichkeit vorlügen. Ich hätte können sagen, ja, ich bin angetrunken, völlig besoffen. Und als ich da geschrieben habe, dann wäre ich wahrscheinlich strafmildernd rausgekommen. Ja. Unter Umständen. Stimmt, ja. Und interessant war ja auch, der Richter hat mich da gefragt, eben wieso, dass ich dann ich habe ja geschrieben, Männer afrikanischer Herkunft. Ja. Der hat gesagt, ja, wenn ich geschrieben hätte, Ausländer, dann wäre es kein Problem gewesen. Aha, aber ich habe einfach mit dem Männer afrikanischer Herkunft, habe ich scheinbar gemäß Gericht stark eingegrenzt und klar darauf hindeutet, wer ich meine. Ich glaube, das ist bei mir nachher das Problem. Ich weiß nicht, ob es bei mir mitbekommst mit der Nationalmannschaft. Und ich finde das völlig blöd, weil man sieht ja, es kommen ja mehrheitlich Männer von Afrika als Flüchtlinge daher. Also es sind ja weniger Frauen. Aha, Männer, ja, mehr. Ja, mehr Männer, ja. Frauen bleiben ich meine auch im Fernsehen, wenn du schaust, es sind ja meistens auf diesen Flüchtlingsbooten immer Männer. Mehr, ja. Also selten Frauen, Blondinen. Es sind meistens dunkelhäutige Männer, die als Flüchtlinge daherkommen. Und das, weil das hier halt oder auch immer noch gerade ein bisschen aktuell war, die Flüchtlingsthematik, habe ich auch auf das hingedeutet. Ich hätte auch, wenn jetzt alles Chinesen kämen, dann hätte ich vielleicht in dem Moment, in dem Thema, hätte ich vielleicht Chinesen gesagt oder Asiaten. Ja. Aber jetzt, wo du es sagst, macht es für mich Sinn, weil viele Feministinnen und so sagen immer, Männer sind das Problem, Männer tun mehr Gewalttaten ausüben. Ja, genau. Aber vielleicht ist es wegen dem einfach, weil viel mehr Männer da kommen als Frauen. Ja, mal genau die Statistiken anschauen. Es ist auch so, dass man mittlerweile mehr Anteil Männer hat in diesem Land als Frauen. Und im Normalfall hat man einen Frauenüberschuss. Aufgrund der Kriege auf der ganzen Welt sind ja mehrheitlich Männer gestorben. Stimmt, in der Schweiz oder in Europa, in vielen Ländern, glaube ich, in Europa, haben wir mittlerweile einen Männerüberschuss. Das ist noch interessant. Aha, ja. Weil in den meisten Ländern hat man einen Frauenüberschuss. Und ja, ich sage nicht, dass das schlecht ist. Ich sage einfach, man hat mittlerweile, glaube ich, fast 52% Männer in diesem Land. Okay. Ja, okay, das ist aber nicht so ein grosser Unterschied. Nein, aber im Normalfall ist es umgekehrt.
Ja, oder? Ja. Also in Ländern, wo gekriegt worden ist. Ich habe 2 Mädchen und keinen Bub. Sehr gut, hast du das gemacht. Ja, ich weiß auch nicht, ich habe es versucht, aber was soll ich machen? Aber es braucht mehr Frauen. Braucht es mehr Frauen, jawohl. Die mit dem Haushalt machen und die Wäsche bringen. Nein, das ist... Also wie siehst du das dann? Wie so Rollenverteilung Mann-Frau? Bist du da traditionell? Oder? Eher traditionell, aber für mich muss eine Frau nicht nur hinter dem Herd stehen. Ja, das sage ich auch. Das ist einfach eine gute Sache, wenn sie da steht. Aber nein, also ich sage auch, eine Frau darf ihr Leben haben, darf arbeiten, alles drum und dran. Ja. Aber es ist halt schon die heutige Gesellschaft funktioniert ein bisschen anders, aber gerade für mich persönlich wäre es eigentlich das Beste, was mir passieren könnte. Weil ich bin ja im Beruf voll engagiert, ich bringe genug heim in dem Sinn. Ja. Und das Familienbild ist heute vielleicht nicht mehr so, das Rollenbild. Oder? Aber weißt du, wieso finde ich? Eigentlich wäre es keine schlechte Sache. Ja, ich finde eben, früher hast du mit dem Lohn bist viel besser durchgekommen, du hast weniger Miete müssen zahlen, Lebensmittel haben weniger gekostet und alles. Und heutzutage kostet wirklich alles viel mehr. Wenn ich jetzt allein, ich verdiene auch nicht so schlecht, ich bin auch nicht reich, überhaupt nicht. Ich verdiene okay und wenn ich müsste alles allein zahlen, könnte ich mir nicht in die Ferien gehen, vergiss es. Ah schon, ja. Nein. Also für mich hat auch eine Frau eine grosse Wertschätzung verdient, wo sich entscheidet, das Kind selber aufzuziehen und für den Haushalt zu schauen. Und der Mann soll stollen, oder? Ja. Es muss nicht stur so sein, aber für mich hat eine Frau, die für das Kind, für den Nachwuchs schaut. Ja, sie gibt auch Milch. Wie höchste Wertschätzung, ja. Weißt? Ja, das geht eigentlich das geht ja nicht. Aber wie jetzt hat sie Krippen auch manchmal und Krippen kostet so viel, also das ist ja nicht normal. Ja. Es ist alles mega teuer einfach geworden und darum kann man das klassische Rollenbild ist recht schwierig, wenn jetzt ein Mann nur 4'000 oder 5'000 Franken verdient, das ist mega schwierig. Also das ist wirklich mega schwierig. Ja. Es geht einfach dafür halt anders verloren, ein bisschen wird vernachlässigt. Eben, ich finde halt schon auch wichtig, dass eine Mutter fürs Kind kann schauen und großziehen, das ist für mich eigentlich schon die Mutterrolle. Ja, sicher. Und also ich habe ja in der Corona-Zeit Sachen erlebt, wo ich musste sagen, ihr Mann würde gescheiter wieder raus arbeiten. Was denn? Und daheim die Frau in Ruhe lassen und nicht noch für Sachen schauen, die er einfach nicht im Griff haben. Oder? Zum Beispiel, was meinst du? Ja, zum Beispiel Waschmaschinen bedienen und plötzlich Sachen machen im Haushalt, wo ich muss sagen, es ist auch interessant, als Handwerker kann ich in der Corona-Zeit tendenziell mehr Leute im Haus angetroffen. Wir haben ja nicht, viele haben nicht mehr arbeiten, Homeoffice oder die Kinder haben nicht in die Schule können. Ja. Also man hat einfach die ganze Familie daheim gehabt. Oder? Die Frau musste schauen, dass die Kinder beschäftigt sind und der Mann hat sich plötzlich bedient mit Waschmaschinen und so Zeug und Sachen. Und nachher hast du weniger Arbeit. Dann hat es fast Ehestreit gegeben im Haus. So und dann denke ich manchmal, ja, geht doch wieder raus. Oder? Also es gibt ja Sachen, die einfach Männer nicht können. Oder? Also, oder umgekehrt, aber es muss in der Regel nicht pauschalisieren. Eben, kannst du nicht alle in den Topf schmeißen. Weil heute ist es ein bisschen anders. Also ich sage, ich tue meine Hömmli selber glätten, ich tue selber waschen, ich tue selber putzen. Eigentlich brauche ich gar keine Frau im Haushalt. Ich kann alles selber. Oder? Und eine Frau ist ja heute auch eigentlich relativ selbstständig, dass sie keine Mann mehr braucht, weil es nicht für was. Oder? Ja, um sich fortpflanzen. Dann, Zum Beispiel, ja. Was ist für dich der Unterschied zwischen Kritik und Rassismus? Ja, gibt es da einen Unterschied? Also eigentlich muss natürlich einen Unterschied, ja. Ich bin zum Beispiel auch verurteilt worden, weißt du? Hast du es gesehen mit der Schweizer Nationalmannschaft? Nein, das habe ich nicht mitbekommen. Hast du es nicht mitbekommen? Sie hat mich ja angezeigt. Weil ich habe ein Video nachgemacht, wo ein älterer Herr, ein Schweizer, vor dem Fernseher steht und sie singen die Nationalhymne nicht. Und er sagt, die Schachtelgrinde, der hure Jugendkopf soll endlich mal singen und so. Aha. Er hat halt das so gesagt. Gut, und ich habe den 1:1 nachgemacht und ich bin aber dann angezeigt worden, aber der das Originalvideo gemacht hat, nicht. Und ich muss jetzt am 19., das ist auch schon seit 2 Jahren, Aufruf zu Hass und Diskriminierung. Das ist unglaublich so. Das regt mich gerade auf. Ja, das regt mich auf, so Scheissdreck. Weil es gibt keine Fußballmannschaft auf der Welt, wo die Nationalhymne nicht gesungen wird. Ja. Oh, Spanien, glaube ich. Die haben eben keine. Die haben gar keine Hymne. Aber es fällt einfach auf, dass meistens bei den Schweizer der Nationalstolz verloren gegangen ist. Ja, stimmt schon. In jedem anderen Land
Hand aufs Herz. Italiener, Sie singen Ungarn, alle, aber sie sind nicht dabei, aber sie singen wenigstens. Albaner. Ja. Alle haben ihren Nationalstolz, tragen im Herz. Aber wieso meinst du denn, dass sie das nicht singen? Und die Amerikaner auch. Alle. Ja, aber wieso aber meinst nur du bei der Schweizer Fußball-Nazi. Aber warum denkst du, singen sie es nicht? Vielleicht können sie es nicht. Ja, Ich nehme es aber an. Ich glaube schon. Ich weiß nicht. Ich habe mal gehört, ich weiß aber nicht, ob es stimmt, dass es wegen der Religion ist. Es hat natürlich auch viele Ausländer. Weil es irgendwie christliche Vers hat, glaube ich. Ich weiß aber nicht. Es hat natürlich viele Ausländer oder halt eben, die nicht wirklich, ja. Aber jetzt glaube ich wieder weniger. Kommt das, also bei mir okay ist es viel besser. Ja, bei mir okay sind glaube ich alle, gell? Aber die sind glaube ich auch mehrheitlich Eidgenossen. Ja, einer hat nicht gesungen und ich habe ja dort dann das auch gemacht und der hat dann mir geschrieben und hat es lustig gefunden. Weil der redet Französisch irgendwie, das ist von der französischen Schweiz. Ja, okay, ja, ist etwas. Ja. Ja, die singen ja die Nationalhymne gleich auch, ja. Französisch, ja. Aber siehst du in dem Fall, also Kritik und Rassismus, keinen Unterschied? Also ja, nein, für mich ist das nicht, also du kannst ja diese zwei Sachen gar nicht gegenüberstellen. Ja. Kritisieren dürfen wir alles, oder? Ja, weil heutzutage gilt man als Rassist, wenn man etwas fälschlicherweise kritisiert. Das finde ich eben blöd, ja. Also für mich geht das gar nicht. Ich finde darum eben auch, wir dürfen auch eine Dummheit können erzählen. Wir sollen auch eine Dummheit dürfen machen oder etwas sagen. Ich finde, das Wort dürfen wir einem nicht verbieten. Auch wenn es völlig falsch ist oder völlig dumm ist. Aber da kann ja dann der Gegner, oder man kann ja dann kontern, man kann ja dann das Richtige beweisen. Ja. Aber ich finde, man soll auch etwas dürfen sagen, was völlig falsch ist. Und wo, ja, eben je nachdem schon was. Du kannst ja nicht übertreiben und sagen, keine Ahnung. Und viele sagen mir, ich mache ja Satire-Videos manchmal. Ja, aber Satire-Videos sind die, wenn ich die Statue bei dir ist ja Satire, dann ist es aber nicht alles ist Satire. Nachher sagen sie, ich verstecke mich hinter der Satire, aber ich kann ja nicht sagen, ich kann nicht einen umbringen und nachher sagen, ja, es war Satire. Nein, natürlich weißt, nicht, ja. Also Gewalt, der Aufruf zur Gewalt geht nicht, oder so oder jemanden direkt beleidigen. Das habe ich ja mit meinen Aussagen, wollte ich auch niemand direkt und persönlich beleidigen. Aber das ist nie mein Ziel, oder? Wenn das ist eine direkte Frage. Wenn du eine Nation könntest, wo du nicht so gern hast, von Ausländern in der Schweiz, wie würdest du ausschaffen? Ich kann nicht explizit hast du irgendwie eine Nation, wo du sagst, die sind besonders auffällig? Dort haben wir wirklich viel, wo ich jetzt nicht so gern habe, wo ich mich nicht so identifizieren kann damit. Nein, eigentlich nicht. Nein, das ist noch schwierig. Also nicht. Also eben, zu viel von irgendwo ist einfach nicht gut. Also vor allem zu viel aus einer völlig anderen Lebensform, aus einer völlig anderen Kultur. Das passt mir nicht. Es ist nicht das Land an sich. Kultur. Ich akzeptiere andere Kulturen, ich akzeptiere andere Länder. Aber sie sollen sie dort sein, wenn sie eine andere Lebensform wollen, in einer anderen Lebensphilosophie oder in einer anderen Dings nachgehen, wo einfach nicht für mich nicht integrierbar ist. Da. Dann sollen sie doch dort sein, dann sollen sie dort hergehen. Eben zum Beispiel Moslems. Ich habe nicht explizit etwas gegen Moslems, aber viele für mich sind einfach nicht integrierbar. Also du findest, glaube ich, wenn es mehr Moslems als Christen da hat, zum Beispiel, dass du eigentlich gar nicht gegen die hast, aber dass dann überwiegend ist und dann Kultur allgemein, dass sich dann verändert. Ja, muss nicht sein. Wenn der Moslem den Christ respektiert und akzeptiert, ist es kein Problem. Ja. Aber findest du ja, gestern ist ja wieder einer im Winterthur rumgerannt. Ja, eben, aktuell ist ja wieder ein Thema. Ja, da muss ich einfach sagen, das geht gar nicht. Wieso hat man so einen eingebürgert? Aber wieso haben sie am Anfang geschrieben, der Schweizer und jetzt nachher haben sie aber geschrieben... damit. Das ist eine Beleidigung für einen Schweizer. Ja, er hat halt einen Schweizer Ausweis. Aber sie haben nachher geschrieben, er ist Türk, halb Schweizer. Ja. Aber eben da sieht man ja, dass man eigentlich schon beim Einbürgern einen Fehler gemacht hat. Also das kann es einfach nicht sein. Aber der Psychiater hat ihn, glaube ich, irgendwie rausgelassen, einen Tag vorher. Der hat einen Fehler gemacht. Also so einer ist für mich nicht psychisch krank. Der hat genau gewusst, was er macht. Ich verstehe halt nicht, wieso sie das rufen. Wieso rufen sie nie Jesus Christus und machen das? Also hat es, glaube ich, schon mal gegeben. Ich glaube, der eine hat das gemacht, in Breivik da. Aber selten. Also, wenn sie einen Anschlag machen, wieso sie vorher das rufen? Eben.
Also ein Schweizer ruft ja das eigentlich nicht. Aber im Islam steht ja im Koran, das macht man nicht und so weiter. Aber die tun ja das dann trotzdem machen. Darum sehen dann viele ein schlechtes Bild nachher davon. Ja. Weil kurz vor dem Attentat rufen sie das halt, oder? Und dann können die anderen Muslime ja eigentlich nichts dafür, aber die müssen dann wie auch ein bisschen verstehen, dass die einen, also nicht, ich rede jetzt nicht von mir, aber die einen Schweizer Bürger nachher das verbindet, oder? Und nachher sagen, ja, der ruft, bevor sich einer absticht, ruft er, Gott ist gross und so weiter. So Sachen haben wir einfach vor 20 Jahren nicht gehabt, oder? Ja, das ist schon weniger, oder? Ja, also das ist einfach schade, oder? Eben, das sind für mich Leute, die sich offensichtlich nicht integrieren wollen. Sie wollen vielleicht einfach den Pass, dass sie da sein können, aber scheinbar wollen sich die nicht integrieren, weil wenn sie sich integrieren würden es nie so weit, würde es nie so ausarten. Aber ich finde in der Schweiz, wir haben eine Folge mit dem, ich weiss nicht, Araber gegen SVP, mit der Vivian Huber ist da gewesen. Und sie hat sich ein bisschen gestört wegen viel, sie hat einfach gesagt, sie will nicht, dass viel mit Kopftuch da würden verschleiert rumlaufen und so. Ja. Aber ich sehe da eigentlich in der Schweiz ehrlich gesagt gar nicht so viel. Ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass mega viele Frauen verschleiert rumlaufen und so weiter. Ja, es kommt schon immer mehr vor. In Deutschland ist viel, also in Deutschland ist... Also es kommt schon immer mehr vor. Ich muss dir sagen, also das Rote Rist, wenn die voll verhüllt, also nicht gerade voll verhüllt, das Einzige, was man noch sieht, ist das Gesicht. Ja. Aber mit dem Mäntel durch den Laden durchläuft. Wie? Siehst du viel? Ich sehe irgendwie nicht jeden so viel, Tag, weil sie halt das Rote Rist wohnt wahrscheinlich. Aber das ist für mich einfach... die gleich? Das ist einfach für mich, das passt einfach nicht. Passt für dich nicht? Das passt nicht in unsere Kultur. Es stört mich nicht, aber wenn sie da so durch Gestell schleicht und so, dann haben einfach alle ein mulmiges Gefühl. Es kommt aber einfach komisch rüber. Ja. Schon. Und jemand, der so bekleidet ist, also ich weiss nicht... Es passt irgendwie einfach nicht in unsere Kultur. Oder? Ja, eben, wenn jetzt wirklich jede so, ich sehe das schon so, wenn jetzt würden zum Beispiel über 50% so rumlaufen, verschleiert, und 50% nicht, dann ist die Schweiz verloren. Dann ist die Schweiz nicht mehr, ja, Kultur ist dann nicht mehr die gleiche, oder? Das stimmt schon. Also man muss bei Zeiten schauen, dass das nicht ausartet, dass nicht zu viel, eben, das ist für mich einfach... Ja, das ist für mich Integrationsverweigerung. Ja. Aber eben, ich sehe das Problem nicht momentan. Also ich sehe nicht so viel, wirklich. Ich sehe wirklich nicht so viel. Mich stört es ehrlich gesagt auch nicht gross. Also ich wohne in Schaffhausen, aber ich bin mega oft, ich bin in Zürich aufgewachsen. In die Schule und alles. Und ich weiss nicht, ich sehe wirklich nicht so viel. Ich sehe schon ein paar. Aber weißt du wieso? Ich bin eben oft in Dubai. Vielleicht stört mich gar nicht groß, aber ich sehe wirklich nicht so viel. Ich sage, in einem anderen Land müssen wir uns ja auch anpassen. Ja. Wenn es halt dort so ist, dass man ein Kopftuch tragen muss, dann macht man das so als Frau. Ja. Eben andere Länder, andere Seiten, das soll auch so sein. Ja. Das heisst nicht, dass ich keinen Respekt habe vor diesen Ländern oder vor dieser Kultur. Ja. Es soll anders sein, es darf anders sein. Oder? Aber wenn einer mit Kopftuch rumläuft, findest du das schlimm? Oder? Nein, das finde ich nicht grundsätzlich schlimm. Aber es ist halt einfach, es passt irgendwie nicht. Ja. Also du findest eigentlich, es wäre dir lieber, wenn da in der Schweiz niemand würde das Kopftuch zum Beispiel tragen. Wäre mir lieber, ja. Aber ich finde es auch nicht in Ordnung, wenn eine Frau halbnackt durchs Dorf durchläuft. Ja. Das passt mir auch nicht. Das ist einfach nicht... Das ist nicht die Art und Weise, wie man sich verhält. Also weder noch. Also weder eine, die jetzt einfach gerade so halbnackt im Laden im Bikini gehst, auch nicht posten. Ja, ich weiss, was man meint. Man tut sich einigermaßen einfach anlegen, so wie wir uns das in unserer Kultur gewöhnt sind. Ja, das andere ist halt für sie religiöse Dinge. Ja, aber wir haben ja auch... Das Kopftuch allein stört mich eigentlich auch nicht. So. Aber es ist halt einfach... Es ist dann manchmal auch noch ein bisschen anderes Verhalten. Merkst du einfach sehr... so ein bisschen reserviert und ja. Das Einzige, was mich stört, zum Beispiel, ist jetzt nicht wegen dem, aber wenn jetzt zum Beispiel ein Schweizer sagt Kartoffeln, das macht mich wahnsinnig. Wieso sagt man Kartoffeln an einem Herdäpfel? Verdammt nochmal. Ja, weißt du, wenn ein Schweizer, wenn einer vom Ausland kommt, okay, aber
ein Schweizer, der das sagt. Kartoffeln. Ja, oder wenn sie dann anfangen, in Deutschland sagen sie zum Beispiel viel, die sagen nach jedem Wort Wallah, sagen sie Wallah und schwören immer. Ja, die Deutschen tun ja auch irgendwie so komische Namen geben. Und die reden in der Sprache hinein, arabische Wörter eigentlich noch verwenden. Nein, hör auf. Und das sind eben sogar Deutsche, die das machen. Und in der Schweiz nein, das geht nicht. Sagen sie oft, hey, kommst du Bahnhof? Oder, nein, das weißt du, kommst du Bahnhof? Und so Zeug, hör weißt auf, du. Aber Schweizer reden so. Dialekt noch. Oder der Auto, das ist ein geiles Auto. Aha, ja. Ja, das ist gut. Das ist geiles Auto, gut. der Auto. Ja, weißt du, was ich also meine? Und ein Schweizer sagt das verstehe ich nicht. Ja, also wenn das ein Schweizer sagt, habe ich auch Mühe damit. Da aufgewachsen, da geboren. Bei einem geboren. Ausländer verstehe ich das noch eine Art, weil es halt männlich, weiblich vielmals in ihren Sprachen nicht unterscheiden. Oder? Und das ist natürlich bei der deutschen Sprache etwas ganz Spezielles. Es heisst, ich gebe der Frau den Apfel. Dort heisst es auch der Frau. Im Satz innen. Also von der Fall. Also ist schon noch, das ist eben das Verrückte und das Schwierige an der deutschen Sprache. Stimmt. Ich gebe der Frau den Apfel. Der Frau. Nicht sagen, ich gebe die Frau. Ja, genau. Das ist eben das verrückt Schwierige an dieser Sprache. Ja, also stimmt. das habe ich gewiss nichts. Darum können viele Italiener kein Deutsch. Ja, da habe ich Verständnis für solche Sachen, dass wenn jetzt jemand das Pronomen nicht richtig wählt. Nein, ich rede, eben darum, ich rede aber von Schweizer, die so reden. Aber wenn ein Schweizer sich so genau. und das auch sagt, dann löst es mir aber ab. Das verstehe ich nicht. Mir ist es wirklich egal, wenn ein Ausländer so redet. Ja, also. genau. Eben. Aber wenn ein Schweizer so redet. Wenn ein Akzent hat, kein Thema. Aber wenn ein Schweizer so redet. Mein Bruder hat Kartoffeln gesagt letztes Mal. Ich habe gesagt, hör auf Kartoffeln sagen. Ich drehe auch ab, du. Das geht nicht. Nein. Denkst du, die Schweiz verändert sich gerade in eine falsche Richtung? In dem Fall? Ja, Schweiz. Ja, also, wir haben zum Teil schon eine schlechte Entwicklung. Ja? Wenn man halt eben zu viel fremde Kultur hat. Ich habe mich auch immer kritisch geäußert gegenüber dem Multikulti. Vor 10 Jahren und jetzt hat sich viel Ich finde eben, unter dem Namen Multikulti geht eben die eigene Kultur ein bisschen, wie wird verdrängt. Oder? Ja. Einmal war ja Minarett und so das Thema. Mega genau. gross. Von dem höre ich gar nicht mehr eigentlich. Ja, das ist ja auch eine abgestommene Sache. Also. Oder? Ist erledigt, ja. Der fühlt sich oder... Das Einzige, was mich nervt, weißt, schau, ob es eine Moschee hat oder sonst etwas. Das Einzige, wir haben ja eine Moschee gerade, wo ich wohne. Das Einzige, was mich nervt, ist nur, dass ich am Freitag keinen Parkplatz habe, ehrlich gesagt. Ja, weil die gehen am Freitag kommen und ich habe dann keinen Parkplatz, weil ich überall die Dings. Aber sonst stört es mich wirklich nicht, weißt, weil ich höre ja auch nicht jetzt... ich merke es gar nicht. Von außen ist eine Moschee gar nicht so gebaut wie jetzt eine Kirche. Kirche ist pompös und so, man sieht von außen gross und alles, oder? Ja. Darum hat mich jetzt persönlich das nie gross gestört. Also eigentlich überhaupt nicht. Oder ob es jetzt eine jüdische Kirche oder orthodox oder was auch immer. Ja, solange es ordentlich zu und her geht drin und jeder kann rein. Ja. Wie in einer Kirche auch, oder? In einer Kirche kann jeder rein, ja. Dann, bist du schon mal in einer Moschee gewesen? Ja. Also, mit der Schule sind wir mal gegangen. Nicht in allen Räumlichkeiten drin, aber im Eingangsbereich in Interlaken. Du bist, was bist du für eine Religion? Ich bin römisch-katholisch. Durch das Adoptionsverfahren natürlich das übernommen von den Eltern. Von den Eltern? Ja. Römisch-katholisch, ja. Okay. Was ich in Indien gewesen wäre, wüsste ich nicht. Hindu-Serverin, ja. Irgend so etwas, ja. Aber würdest du irgendwann, ich weiss, glaube du bist noch nie in Indien gewesen, nein, du hast auch nicht vor, ehrlich gesagt, aber würdest du vielleicht irgendwann nein, für mich, also, ich gehe grundsätzlich nicht so gerne ins Ausland. Ich bin so ein bisschen gerne daheim. Ja. Ausser dass ich jetzt immer etwa 1-2 Mal im Jahr auf Ungarn gehe. Dort gefällt es mir sehr gut. Also in der Stadt Budapest läufst du übrigens frei rum. Also ist keine Gewalt und nichts rum. Also natürlich kann es auch dort geben, aber man hat halt einfach bei weitem nicht den Ausländeranteil. Zu wenig, oder? Ja, Ungarn hat einen Ausländeranteil von 10-fache weniger als die Schweiz. Schon? Ja, das ist einfach ganz etwas anderes. Vielleicht verdient man auch weniger dort als in der Schweiz. Ja, natürlich. Es ist nicht auch, ich sage nicht, dass alles gut ist dort, aber man merkt einfach in einer Stadt wie Budapest oder zum Beispiel auch in Warschau, habe ich gehört, dass das so ist. Okay. Also, du hast einfach die Kriminalität nicht dort. Oder? Schon. Du hast
Aber in Deutschland sagt man ja... Die aggressiven Leute hast du dort nicht. In Deutschland behauptet man ja, also ist es ein Klischee, dass Polen klauen. Aha, ja. Und dann, wenn die schon in Polen sind, ich weiss nicht, wie es in Polen ist. Ich sage einfach, ich fühle mich am Wochenende in der Stadt Budapest. Ja. Zu jeder Tages- und Nachtzeit laufe ich dort durch jedes Seitengässli durch. Ja. Und da bei uns muss ich ja in Aarau unten schon Angst haben. Als Mann oder auch in der Stadt Bern oder Olten zum Beispiel. Ja. Die Nacht am 12 Uhr, am Samstag oder Freitag, musst du ja Angst haben. Aber in Dubai bin ich oft. Ich weiss, was du meinst. Und dort ist ja Multikulti auch voll. In Dubai. Das ist ja mega modern geworden. Ja. Und dort musst du eben, dort hat es überall, glaube ich, Kameras. Wenn dort irgendetwas passiert. Habe ich auch schon gehört, ja. Weil eigentlich könnte die Schweiz noch ein bisschen etwas von Dubai abschauen. Ich weiss viel wegen dem Datenschutz und so, aber ich glaube, dort musst du auch keine Angst haben. Ich habe noch nie dort irgendwie gesehen, dass außer jetzt die Bomben sind runter, oder? Oder Raketen sind runter, dort, aber das hat ja nichts. Aber sonst am Abend und so, dort bist auch, du denkst nie, jetzt überfällt mich einer oder sonst irgendetwas. Und dort sind ja von überall kommen sie, oder? Ja. Sind ja, das ist einfach komplett alles überwacht, oder? Und die Araber sind die Reichen, die mit den Scheichen und so, oder? Ja. Ja, es wird schon funktionieren, wenn es klar geregelt ist. Ja. Gibt es ein paar Themen, die man heute öffentlich fast nicht mehr sagen darf? Im Gegensatz zu früher. Vorher haben wir es ja von eben Wörter. Ja, eben. Gewisse Sachen dürfen wir nicht mehr sagen. Und wir dürfen heute vielleicht nicht mehr so direkt Ausländerthematiken kritisieren. Ja. Weil eben schnell mal in eine rechtsextreme Ecke gedrängt wirst oder als rassistisch angeschaut wirst. Schon nur wenn du die ungebremste Zuwanderung kritisch hinterfragst, gilt es ja schnell mal als rechtsextrem. Oder? Ja, die sich jetzt positiv sagen Ja zu dieser 10 Millionen Schweiz, die sind ja automatisch direkt. Ich sehe es, wenn irgendjemand auf Social Media das postet, in die Story, dann sagen die, hey, dann tun sie immer so Screenshots posten, wie Leute ihnen schreiben, direkt entfolgt. Also das heisst, sie entfolgen ihnen, nur weil sie sagen, sie sind pro 10 Millionen Schweiz ganz zum Beispiel. Direkt, Und die wollen nichts mehr mit denen zu tun haben und die denken direkt, sie sind Rassisten, oder? Ja. Also, das habe ich Mühe damit. Das ist schon schlimm, ja. Also ich bin eben, wie gesagt, ich bin politisch gar nicht so... Ja. Ich tue mich nicht so krass befassen. Aber die grossen Sachen, die man hört, jetzt mit das 10 Millionen Schweizer, hat schon grosse Dinge. Oder dort bist du, du wirst auch, also wenn das ausgestrahlt wird, dann ist das schon abgestimmt worden, oder? Ja. Und du findest das eine gute Sache, oder? Ja, auf jeden Fall, ja. Ich meine, es ist ein SVP-Anliegen, schon seit x Jahren. Und ich meine, man sieht es jetzt immer mehr. Also wenn man schaut, die Statistik und schaut, was in den letzten 20 Jahren gegangen ist, die Bevölkerungswachstum, das ist einfach ungesund. Wie viel sind es jetzt? 9,7, oder? 9,2 Millionen, 9,2. Also das ist einfach Wahnsinn. Also wenn es ausgestrahlt wird, sind es vielleicht schon 9,8. Nein, aber macht Spaß. Und ich sage, man merkt es ja überall. Auf der Straße, in den Zügen, der dichte Stress, der findet einfach statt. Ja. Und wir haben einfach eine begrenzte Infrastruktur. Ja, aber die checken gar nicht, dass man nicht meint, dass man keine Ausländer da will, sondern man will einfach nicht so viele Leute. Es geht nicht um das. Es geht einfach darum, dass wir irgendwann an Grenzen kommen, überall. Ja. Das hat nicht mit dem Ausländer zu tun. Natürlich ist die Zuwanderung, sind es Ausländer, die immer mehr kommen. Aber wenn wir jedes Jahr einfach 80'000 Ausländer reinnehmen oder über 100'000 und rund 60'000 bis 70'000 bleiben, jedes Jahr zusätzlich im Land, muss ja jeder einsehen, dass es irgendwann einfach zu viel ist. Jetzt ist mir so ein lustiger Spass gekommen. Ja. Ich weiss nicht, wie ich den bringen kann. Ja, mach das. Ja, die bringen ja Leute um, weißt du? Die Ausländer. Dann gibt er gleich das wieder raus, was ich sagen wollte. Nein, aber ich sage Spass. Ich mache lieber 100'000 Ausländer als 100'000 Linke, oder? Ja. Also der Linke, die die Welt verschönern und die Welt verbessern, die sollen doch auf Afrika auswandern. Die sollen doch gehen. Und dann nehmen wir die fleissigen Albaner oder Türken oder was auch immer vom Balkan, die alle auf dem Bau arbeiten. Ja, was ich ein bisschen widersprüchlich finde... Die 100'000 einbürgern und die Linken sollen abhauen.
Ja. Ja, was ich eben ein bisschen widersprüchlich finde. Die finde. arbeiten ja wie Schweizer auch. Man nicht immer das Gefühl hat, die Schweizer sind etwas Besseres. Ja. Die können es auch, aber wir haben irgendwann keinen Platz mehr. Ja, stell dir vor, jeder Inder, der da ankommt, ist so wie du. Also, ja, hör auf. sagt mir. Aber weißt du, was ich widersprüchlich finde bei vielen Linken? Die sind ja pro alles grün und alles muss so sein, weniger Auto benutzen. Ja. Aber wenn mehr Leute ankommen, dann muss man ja viel mehr Wälder abholzen und mehr zubetonieren. Es braucht ja mehr Infrastruktur, es braucht vor allem mehr. Und das verstehe sogar ich, der politisch nicht so es braucht mehr Autos, die fahren, weil heute ist ja das Mobilitätsverhalten hat sich natürlich auch geändert. Ja, weil es mehr Leute sind, ist ja logisch. Heute will doch jeder ab 18 Auto fahren. Ja. Also heute hat eine vierköpfige Familie 4 Autos. Müssen wir einfach klar sehen. Ja. Ich habe geleast BMW und geleast. Ja, spielt keine Rolle. Ja, nein, ich weiss. Aber es ist schon so, der Albaner hätte jetzt gerne BMW. Aber es gibt doch keinen albanischen Mann, der nicht Auto fahren will. Ja, gibt es also sogar schon nicht selten. Ja, aber ja. Ich sage einfach, das Mobilitätsverhalten hat sich auch verändert. Wir müssen klar sehen, jeder, der in das Land kommt, ist irgendwann auf der Straße. Ja. Ja, auf jeden Fall. Oder im Zug. Im Zug ist auch überfüllt. Am Zug kannst du am Abend gar nicht mehr. Ich fahre gar keinen Zug mehr. Du kannst ja gar nicht. Ja. Es hat ja gar nicht genug Platz in den Zügen. Am 6 Uhr am Abend. Du musst dich irgendwo auf die Stege drücken. Ja. Das ist mega mühsam, nachdem du den ganzen Tag geschafft hast. Das hat gar nichts mit Ausländern zu tun. 0,0. Auch wenn alle Schweizer im Zug sind, das ist scheiße. Mit der Schweiz hat es zu tun. Eben darum nachhaltig. Was ist noch nachhaltig für die Schweiz? Und wenn man eine Schweiz gebaut hat, eine Infrastruktur gebaut hat, für das mal 6, vielleicht 7 Millionen. Und jetzt haben wir dann bald 10 Millionen. Also es ist einfach wahnsinnig. Fast die Verdopplung seit den 90er Jahren bis ins 2025, 2026. Also wenn ich nur im Aargau schaue, also der Aargau ist ja sehr, oder gerade meine Region, Sofigen-Rot-Rist, wo ich immer angesprochen habe, die Agglomeration, die ist sehr stark belastet durch die ungebremste Zuwanderung. Also eben, wenn das rauskommt, ist ja schon abgestimmt worden. Also wenn jetzt Nein abgestimmt worden ist zum Beispiel, was heisst das? Nach 10 Millionen können 11, 12 Millionen reinkommen. Einfach wie es ist. Und dann werden wahrscheinlich jedes Jahr weitere 60'000. Aber es gibt ja immer Kinder, die machen ja alle Kinder. Die Schweizer machen ja auch Kinder. Es sterben dann natürlich auch Leute, ist ja logisch. Ja. Aber ich glaube... Ja, okay, das gleicht sich, glaube ich. Also ich habe das Gefühl, es wird gegen die 12, 13 Millionen locker gehen, wenn man nichts macht. Ja. Wie viel haben wir denn vor 20, 30 Jahren, weißt du das? Ja, ich weiss jetzt die Zahl nicht genau. Ich weiss noch, 8 Millionen irgendwann hat es noch gehabt, das weiss ich. Ja, also es hat auch rasant zugenommen in den letzten. Eben, wenn du ein bisschen die Statistiken anschauen, kannst du den Kanton Zürich nehmen. Nur einfach 20 Jahre. Oder eine Generation 25 Jahre zurückgehst. Das ist wahnsinnig. Also da gehen dir richtig die Augen auf. Aber vielleicht, wenn es jemandem nicht passt, gibt es ja sicher Kantone, wo weniger Leute wohnen. Ja. Also allgemein im Jura oder so. Habe ich noch in Erinnerung, dass dort nicht... da kann man dort hinziehen sonst. Wenn man es will in der Schweiz, das wäre eine Option. Ist auch blöd, aber das wäre eine Option. Ja, es hat natürlich überall massiv zugenommen. Also auch wenn ich ins Appenzellische fahre, Richtung Herisau zum Beispiel, das ist wahnsinnig, wie das heute überbauen ist. Oder? Ja. Also ich bin vor etwa 20 Jahren habe ich ein bisschen in der Ostschweiz gelebt, nach der Lehrzeit. Und wenn ich heute in die Ostschweiz rauskomme, wo früher noch Grünflächen waren, kann mich heute fast nicht mehr orientieren. Aha. Also es ist einfach zum Teil wirklich gewaltig, wie flächenweise überbaut worden ist, wo ich früher das Gefühl hatte, da ist doch mal noch eine Kuh gestanden, oder? Innerhalb von 20 Jahren. Alles Blöcke, also total überbaut. Jedes wo ich früher gewohnt habe und wenn ich jetzt da gehe, ist überall jetzt. Und das ist auch im Kanton Luzern, Zug, überall wo du herkommst. Das ist einfach wahnsinnig, was wir bauen. Oder? Immer noch mehr, noch mehr. Das ist die Intention, dass man eben viel verstehen. Wie gesagt, jetzt, ich werde sicher wieder sagen, dass mir jetzt hast du schon wieder einen Rechten eingeladen. Ich habe auch ein paar Linke eingeladen, aber mit ein paar Linken ist es wirklich, es ist ein bisschen schwierig, einen Termin zu finden. Ach schon, ja. Es ist meistens ein bisschen komplizierter, die ganze Sache. Und ich würde gerne auch einen Linken mal da einladen und mit dem darüber reden. Aber was ich eben sagen will, die Intention ist eigentlich da gar nicht. Bei der 10 Millionen Schweiz geht es eigentlich
Gar nicht nur darum, nur um Ausländer. Ich glaube schon auch, der eine von der SVP sagt, da kommen wir mit Kriminalstatistik und so. Aber ich glaube, primär geht es eher darum, dass es einfach nicht so viele Leute da hat. Weil das schadet ja auch den Ausländern, die da wohnen. Das ist ja auch für die nicht gut. Also, es ist ja nicht nur für die Schweizer nicht gut. Genau. Oder? Also ich stelle mir halt die Schweiz vor, klein und fein. Oder? Stellt euch mal so vor, ihr habt mehr Stau, ihr habt überfüllte Züge, ihr habt eventuell weniger Jobs, die ihr könntet haben. Also ich rede jetzt mit den Ausländern, die mir zuschauen. Die schon da wohnen. Das ist ja, und ich glaube, in Italien ist eben genau das Gleiche. Ja. Also ich glaube auch immer mehr Ausländer, die sich da von sich aus integriert haben und eben arbeiten von morgen bis zum Abend, wie ein Schweizer sich auch das gewöhnt ist. Die, glaube ich, sind schon auch langsam auf unserer Seite, auf dieser Linie. Oder? Ich sehe mega viele Ausländer, also Albaner-Kollegen, die mir sagen, ich sage nicht, ich bin rechts von mir aus, aber ich sage Kollegen, so Albaner zum Beispiel, sagen mir, ich bin rechts 100% und so. 100%, wenn es mir irgendetwas tut, und sage ich, ja, weißt du, ist okay, aber die sind eigentlich, ich sehe mehr, ehrlich gesagt, Ausländerkollegen, die rechts sind und dafür Schweizer Kollegen, die eher links sind. Das ist noch ein Phänomen eigentlich. Ja. Das ist noch speziell, ja. Aber hast du auch viel Hate und so? Bekommst du viel Hate auf Social Media? Also, es kommt immer ein bisschen darauf an, wenn die Medien irgendwie etwas aufnehmen von mir. Dann gibt es halt so Extremsituationen, wo sehr viel auf mich zukommt, also bis Morddrohungen und alles Wüsten. Aber aktuell will ich ja nicht mehr gerade so im öffentlichen Raum stehen. Also wenn wir gerade an der Front stehen, komme ich weniger rüber. Also nicht mehr so. Aber wie Morddrohungen? Wie droht es? Ja, also das ist übrigens noch interessant. Das hat mir einmal einer schriftlich geschrieben, aufgrund von der Medienpräsenz, hat einer geschrieben, er schickt jetzt ein paar Albaner zu mir heim, die mich hier abschlagen. Das ist ein Albaner, der das geschrieben hat? Ja, ich glaube sogar ein Schweizer, also ein Linker, also einer, der sich der linken Szene an. Und da denke ich manchmal, das ist noch interessant, für da ist scheinbar der Albaner dann gut genug, um einen von der SVP abzuschlagen. Und das sagst du als Linken, oder? Ja. Das ist noch speziell, wenn man dann sagt, ja, du bist ein rechtsextremer Typ, den schlagen wir jetzt ab und ich schicke dir ein paar Ausländer vorbei. Ja. Oder? Das ist schon speziell. Weil ich sage nicht, der Ausländer oder ist per se einfach gewalttätiger. Ja. Das würde ich nicht behaupten. Ja. Oder? Aber man muss einfach genau heranschauen. In gewissen Situationen. Aber warum hat er das geschrieben? Sorry, eben aufgrund, es gibt natürlich immer so Angriffe, oder, medial, wo dann einfach gewisse Leute das Gefühl haben, dem muss ich jetzt meine Meinung sagen. Also wir erleben ja immer beide Seiten, also positive Rückmeldungen aufgrund von einer öffentlichen Aussage von mir und negative Rückmeldungen. Und das ist jetzt eine von denen, die ich erwähnt habe. Aber hast du mehr negativ oder mehr positiv? Oder beides, es ist etwa 50-50 wirklich. Ja. Ja. Auch aufgrund von dem total primitiven Satz, den ich hier hatte, weil viele Leute haben ja eigentlich verstanden, was ich damit sagen, was ich damit mitteilen. Eben halt eine andere Kultur, nicht integrierbar, gewisse Leute, oder? Ich meine, die Schandtat, die in Basel-Stadt vor kurzem passiert ist, mit einem Kind, das sexuell angegangen ist, oder? Also auch in Basel? Ja, in Basel ist auch eine bekannte Mediengeschichte. Man vergisst es halt eben immer schnell. Was war das? Also ist vor kurzem? Im Kinderspielplatz, wo im WCOS jemand vergewaltigt wird, oder? Also, aha, ja, ich weiss, und das habe ich ja auch gepostet. Und eben, wo ich noch gesagt habe, eben, fremde Kultur, das Wort Ficky verwendet. Ein Brasilianer oder so ist das gewesen, ja, genau. Ja, es ist einfach, eben, ich sage einfach, man muss halt einfach schon mal zwischen denen nicht die Augen verschliessen, sondern einfach das Übel beim Namen nennen. Also wenn jemand etwas macht, findest du es gut, dass man dann seine Herkunft erwähnen in den Medien? Jetzt zum Beispiel gestern, das in Winterthur haben sie geschrieben, der Schweizer, obwohl er eigentlich gar kein Schweizer war. Ja, das darf man erwähnen. Er ist ja Schweizer. Er ist ja Einbürger, ist Doppelbürger. Ja, wieso haben sie nicht gesagt, dass er... Ja, das weiss ich nicht. Ich bin nicht Journalist. Ich würde extra meinst du wegen der 10 Millionen Schweiz? Ich glaube, vielleicht, mit dem zu tun, durchaus.
Aber der Schweizer ist ja dann irgendwann nicht so blöd. Und auch nicht jeder Journalist ist so blöd. Ja. Irgendwann kommt es ja dann aus. Und dann dürfen wir das ruhig erwähnen. Wir dürfen erwähnen, Schweizer und türkisch Herkunft. Also du würdest das erwähnen, wenn du jetzt zum Beispiel... Ich finde das richtig, dass man das erwähnt. Ja. Dass er ein eingebürgerter Schweizer ist oder dass er von weiss nicht woher kommt. Das dürfen wir offenlegen. Ja. Ich finde das nicht schlimm. Also auch bei mir darf man das sagen. Der rassistische Hinter. Darf man sagen, ich bin von Indien und dann kann man ja dann auch genau anschauen. Ja. Man tut ja bei mir jetzt auch, aufgrund von meinen Aussagen, tut man mich auch an Pranger stellen. Und da sagt man auch, ja, der SVPler, ja, der SVPler von der Schweizer, oder dann tut man ja das auch. Man tut mich mit vollem Namen veröffentlichen, obwohl ich niemanden verletzt habe. Ich habe niemanden umgebracht, ich habe niemanden abgestochen, ich habe nichts gemacht. Aber mein Name mit Vor- und Nachnamen wird voll in allen Zeitungen, wird schweizweit verbreitet. Ja. Als wäre ich irgendwie, als hätte ich jetzt weiss nicht was verbrochen. Hat dir das geschadet? Oder? Ja, eben, es hat einerseits geschadet und andererseits auch nicht, dadurch, dass ich ein bisschen bekannter geworden bin, kann ich mich auch erklären, ich kann auch sagen, wer ich bin. Es hat sogar auch Leute gegeben, die gesagt haben, mal, der hat ja völlig recht, dem gebe ich mal einen Auftrag. Aber es gibt sicher auch Leute, die sagen, mit dem will ich nichts zu tun haben. Ja. Mit dem, ich habe auch Aufträge verloren, kann ich schriftlich zum Beispiel, beweisen. Also was für Aufträge meinst du? Ja, jetzt im Geschäftlichen, oder? Dass mir jemand gesagt hat, ja, jetzt bist du wieder in die Zeitung gekommen, dem nehme ich den Auftrag, der muss nicht mehr zu mir kommen, das wollte ich nicht. Oder? Ein Fehler gehabt. Aber hast du auch umgekehrt gehabt, dass die haben wollen? Ja, es kommt immer beides vor. Also von dem her muss ich sagen, es gleicht sich wirklich aus. Okay, ja, dann ist also gut. Eben, ich habe Leute, die sagen, ja, die stehen zu mir und die sagen, ja, aufgrund von dem, dass ich eben dann bekannt worden bin, werden sie auch aufmerksam auf mich, was ich mache. Aber ich sage, wenn jemand wirklich mich kennenlernen will, wenn jemand wissen will, wie ich bin, dann kann man mir anrufen, kann man mich fragen. Und das Schlimme war eben, dass der Journalist von der Aargauer Zeitung einfach etwas geschrieben hat und zum Teil nicht einmal gestimmt hat. Da muss ich zum Beispiel sagen, hat mich der Blick immer sehr fair behandelt. Beim Blick habe ich jedes Interview immer gegenlesen. Ah, ich auch. Ich habe einfach schnell müssen sein. Der Blick wird natürlich relativ schnell draussen sein. Ja, sie will doch, das war vielleicht manchmal auch gegen mich gewesen, manchmal auch, wie soll ich sagen, kritisch gegenüber mich, aber ich konnte wenigstens die Wahrheit mitteilen. Haben Sie es nicht abgeändert, nachdem du es okay gegeben hast? Nicht so, dass es etwas falsch war. Den Titel haben Sie bei mir mal... Und die Aargauer Zeitung hat dann zum Teil Unwahrheiten verbreitet. Ja, auch das Tele M1 hat einmal etwas über mich eine Reportage machen. Dort mal, wo ich scheinbar angeblich am falschen Ort Unterschriften gesammelt habe. Aha. Das ist eigentlich völlig legitim, wäre das gewesen. Dann können Sie verklagen, aber es kostet eine riesige Mediengeschichte daraus geworden. Ja. Und am Schluss haben sie eben kein Bildmaterial gehabt, weil ich eben gar nicht da war. Ich war eben nur am Rand von einer Zone und habe dort ein Team geleitet beim Unterschriften sammeln und habe eigentlich mich vor den hergestellt. Und dann, weil ich der bekanntere Mann bin, also die bekanntere Person, hat man mich verdrecken. Und dann hat das Tele M1 auch angerufen und gefragt, ja, Sie, gibt es da Bildmaterial, können wir da etwas veröffentlichen? Dann musste ich sagen, nein, es gibt es nicht, weil ich eben nicht an dieser Position war. Und ihr könnt jetzt das glauben oder nicht glauben. Aber es ist halt dann manchmal schwierig, als SVPler die Wahrheit können übermitteln. Weil es will ja niemand glauben. Es denkt ja jeder, er ist wieder typisch. Ist wieder der von der SVP, hat wieder über die Schnur hauen und da, wo in den Medien steht, glaubt man dann einfach. 90% der Bevölkerung glaubt das einfach, was in den Medien kommt. Aber zum Glück haben wir heute die sozialen Medien, wo man direkt Video anschauen kann, direkt kann das Zeug verbreiten, so wie du das auch machst, wo man dann eben Personen wirklich sieht, wo man sieht, wie der sich verhält, wie der ist. Ja, das siehst du ja jetzt eben in so einer Stündigen, so 1-2 Stunden, da im Podcast zum Beispiel, sieht man das mega gut. Anstatt in einem Zeitungsartikel, weil da siehst du auch, wie redet der, wie ist die Tonlage, bei einem... bei einem, ist entscheidend. Ja, das ist es halt, oder? Was heute schade ist mit der KI, mit der ganzen KI-Geschichte. Das wird noch viel schlimmer. Das ist
Weil schau mal, wie weit wir jetzt sind, weil nachher kannst du nicht mehr... Da gibt es auch sehr wahrscheinlich, machen sie den Podcast nach und reden irgendetwas anderes, du weißt gar nicht, was echt ist und was nicht. Das ist in 10 Jahren oder so wird das schlimm sein. Das sage ich auch, ja. Dafür bewirkt es dafür, ich behaupte, es hat einen positiven Nebeneffekt. Und ich behaupte, dass sich die Leute wieder mehr versammeln. Dass die Leute nicht mehr daheim bleiben, einfach vor dem Computer und am Handy. Ich habe das Gefühl, dass irgendwann das wird einfach ausmachen. Und ich glaube, dass die Leute wieder mehr zu den Leuten gehen. Wieder wollen etwas erleben, was sie mit eigenen Augen gesehen haben. Und können sagen, ja sorry, das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Da kann ich beurteilen, ob das fake ist oder nicht. Also ich glaube, von der Versammlungsfreiheit her, glaube ich wieder mehr, dass die Leute wieder zueinander finden mit dieser ganzen KI-Geschichte, dass die Leute wieder in Gruppen zusammenhocken, als einfach daheim vor einem Computer sein und alles besser wissen. Weil wir weiss ja heute nicht mehr, ob es wirklich so stattgefunden hat oder nicht. Ja, die einen KI-Videos sind wirklich mega, da kommt man langsam, am Anfang habe ich es immer gecheckt, jetzt gibt es manchmal Videos, wo ich nicht 100% sicher bin. Ja, eben, gell? Weil ich bin einer, der schon das eigentlich recht gut kann unterscheiden kann. Und gerade von den politischen Sachen her, von Politikern, bist du heute manchmal nicht mehr sicher, hat der das das Trump-Video oder so habe ich gesehen, wo dann weiss ich nicht, stimmt das jetzt, dass er das gesagt hat? Weil er lässt ja manchmal sowieso Sachen aus, wo du denkst, er sagt ja mega komische Sachen. Manchmal sprengt jetzt Iran in die Luft und dann habe ich gemeint, das ist jetzt der macht Katz und Maus, oder? Da kommst du gar nicht raus, weißt du? Das ist einfach etwas, wo... Ja, aber du musst überlegen, in 10 Jahren oder in 20 Jahren, wie fortgeschritten die KI ist. Genau. Also eben meine Kinder zum Beispiel, das Baby, die wächst ja nur mit dem auf. Ja, klar. Und ich glaube, es wird auch also es gibt ja jetzt schon, eigentlich für Handyentzug gibt es ja schon Therapien, die du machen kannst. Und ich glaube, es wird sogar in Entzugskliniken geben später. Für Medien? Ich glaube fast schon. Es gibt so viele Leute, die krank sind mit der... Also da geht, das ist auch eine Gesellschaft, die entwickelt sich mit dem mehr schlecht, sage ich. Ja. Ich habe noch ein mega Thema. Was haltest du von Gendern? Ja, nichts. Ja, ich bin halt da schon sehr konservativ eingestellt. Also ich finde, das ist so ein Blödsinn. Ja. Kannst ja kaum mehr schnarren, hör doch auf mit dem Scheiß. Nein, das regt mich auf. Das ist etwas, was mich aufregt. Also, kannst ja kaum mehr richtig schnarren. Ich sehe bei vielen jetzt auch andere Podcasts, die immer sagen, Zuhörerinnen, ich finde, das ist mega anstrengend. Das jedes Mal sagen, ist ja okay. Ja. Aber ich finde, es sind meistens die Frauen erst, man müssen die Frauen ja reden, ob sie das stört. Und ich sehe wirklich mega viele Frauen. Wenn du meine Frau fragst, sie sagt, das ist so ein Scheiß. Sie würde sich niemals irgendwie minderwertiger fühlen, nur weil man sagt, ZuhörerInnen oder... Also wir haben das noch klar definiert. Aber es geht ja noch viel weiter. Ja. Es geht noch viel weiter nachher mit Gems, Ems und so Zeug. Ja. Das ist dann psychische Störung, also wirklich. Die sagen dann Gemsen und Emsen und so Zeug. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Also, man soll einfach schnurren, wie man einfach... Nein. Würdest du das, also wenn man es gibt eben Arbeitsstellen, die verlangen, dass du musst gendern, weil sonst darfst du nicht mehr dort arbeiten. Das gibt es tatsächlich. Also ich weiss, würdest du den Job kündigen dann? Wenn du jetzt irgendwo angestellt wärst und die sagen, du musst gendern, zum Beispiel in Telekommunikation, Kundendienst. Wahrscheinlich schon. Also ist halt bei mir, dadurch, dass ich jetzt schon ein paar Jahre selbstständig bin, weiss ich nicht mehr so recht, wie ich jetzt heute in einer angestellten Situation würde reagieren. Das ist noch schwierig. Ich bin halt sehr... Ich halte meine eigene Meinung und ich mache halt, wie ich das Gefühl habe, wie es richtig ist. Mhm. Das habe ich auch immer als Angestellte gemacht. Ich ecke auch schnell mal an. Ja. Das ist sicher durch das ganze Leben durch so. Ja. Und es gibt sicher Sachen, wo ich das Gefühl habe, mal, da muss man sich jetzt ein bisschen anpassen. Das wird jetzt so gehandhabt hier in diesem Betrieb. Da tue ich mich auch ein bisschen auf eine Art und Weise fügen. Aber es gibt dann schon Sachen, wo ich muss sagen, kann ich nichts damit anfangen, da bin ich einfach am falschen Platz. Ja. Also geht es tendenziell in eine Kündigung rein. Ja. Weil ich mich ja dann auch nicht mehr wohlfühle. Und wenn du dich längerfristig nicht mehr wohlfühlst am Arbeitsplatz, weil du dich eingegangen fühlst in dem Reden oder was auch immer, dann ist es vielleicht auch nicht mehr der richtige Job für dich. Oder? Ja. Ja, also ich hätte Mühe damit. Ja, ich würde in solchen Situationen ich finde auch, man muss sich wehren gegen das Ganze. Ja, in der Schule kommt es aber, weißt, es kommt ja in der Schule
Und die müssen ja das, also wenn meine Tochter anfängt zu gendern, dann sage ich, hör jetzt. Nein, da muss man sich wehren. Da muss man sich dagegen stellen, so gut wie es nur geht. Ja, aber weißt du, es ist nicht nur das Innen. Das Innen ist ja noch okay. Wenn jetzt das jemand, ich verwende es nicht, ich würde es auch gar nicht verwenden. Und ich finde es auch ein bisschen lächerlich, wenn es jemand verwendet, finde ich es. Ich finde es ein bisschen mega blöd. Ich finde es blöd, ich sage es dir ehrlich. Ich finde es ein bisschen blöd einfach. Aber ich finde es nicht so schlimm. Aber ich finde es schlimmer dann das andere Zeug, wenn das ganz kommt, wo du gar nicht darfst, männlich oder weiblich Zeug sagen. Ja. Und wenn das eben kommt, dann sind wir verloren. Also ich tue ja manchmal schon auch, ich finde es nicht schlimm, wenn man sagt, innen und, also beides erwähnt. Ja, wenn sie das unbedingt wollen, machen. Das habe ich keine Mühe damit, aber nicht das mit dem Pause zwischendrin. Innen. Also weißt du, wo man... Aha, ja. Ich sehe es eben manchmal jetzt auch im Fernsehen und so. Pause. Das ist mir aufgefallen. Ja, es ist mir aufgefallen, wenn etwas im Fernsehen läuft. Das ist dummes Zeug. Wenn sie das so redet. Das ist einfach nicht mehr menschlich. Das ist einfach dumm. Ja, aber die sagen dann uns zum Beispiel, die jetzt diese Meinung haben, sagen sie, wir sagen noch zurückbleiben, wir tun uns nicht weiterentwickeln, wir sind in der Steinzeit. Ja, dann bleibe ich halt in der Steinzeit. Ich auch, ich bleibe auch in der Steinzeit. Ich sage niemals, gehört von mir innen sagen. Und wegen dem habe ich nichts gegen, ich bin nicht homophob oder gegen Frauen oder sonst irgendetwas. Aber ich habe es einfach nicht so gern. Und LGBTQ-Bewegung, also, was ist... Wenn ich eine Gruppe anspreche, wo mehrheitlich Frauen sind, dann würde ich ja von Anfang an von innen reden. Ja. Dann würde ich aber den Mann rauslassen. Ja, das ist mega diskriminierend für die Männer. Super. Weißt du was, dann kann er heimgehen. Nein, ich sage einfach, wenn ich jetzt eine Gruppe Lehrerinnen sehe, 99% Frauen. Das Beste ist im Fall, was ich nicht gesehen habe. Innen. Nein, es ist das Beste. So ein Mann ist halt, Ich habe ein Video gesehen, wo sie eine redet wegen der Pisswars und sagt PenisträgerInnen. Also das ist das Gestörteste, was ich dass PenisträgerInnen auch können entscheiden, ob es Pisswars noch gibt. Das ist ja mal etwas, die abschaffen in einer Schule, mega gestört. Also ich weiss auch nicht, das sind Probleme heutzutage von der Schweiz. Und ich finde auch, das dritte WC braucht es nicht. Hat es da im Fall? Das braucht es da doch im Glattzentrum hat es ein genderneutrales WC. Das braucht es eigentlich nicht. Wenn jetzt wirklich einer nicht weiss, ob er Mann oder Frau ist, dann kann er von mir aus... Eine Frau kann von mir aus ins Herren-WC. Das kommt ja schon häufig vor, gerade an den Veranstaltungen. Wenn das Frauen-WC besetzt ist, dann kommen sie ja meistens auch aufs Herren-WC. Ja. Finde ich noch schön. Findest du sogar schön, ja? Nein, wieso? Aber ich finde es auch schlimm, wenn dann ein Mann in ein Damen-WC reingeht. Weil vielleicht jetzt mal das Herren-WC besetzt ist. Das soll doch möglich sein. Also das solange die Person sich völlig normal verhält, habe ich keine Mühe damit. Ja, viele Frauen meinen eben dann gerade, dass der Mann sie vergewaltigen oder sonst irgendetwas. Da habe ich keine Mühe damit, wenn ein Mann in ein Damen-WC reingeht, schiessen oder eine Frau in ein Herren-WC geht schiessen. Wo ist das Problem? Man macht ja einfach völlig normal die Türen zu. Ja, aber dann würdest du für dich genderneutrale WCs in Frage kommen? Eigentlich. Wieso hat man es denn eingeführt? Man hat mal einmal gesagt, man will Frauen und Männer getrennt haben. Vielleicht aus Persönlichkeitsschutz und vielleicht auch aus... irgendeinen Grund wird es ja haben. Und jetzt will man das wieder abschaffen. Jetzt will man plötzlich neutrale WC einführen und das also Mann und Frau sozusagen abschaffen. Ja, dann kommt es ja genau wieder auf da raus. Dass man dann irgendwann vielleicht braucht es 2 oder 3 Generationen, wo dann wieder sagt, das klappt nicht mehr. Wir müssen wieder getrennt WC haben, Mann, Frau. Alles andere ist sinnlos. Vielleicht in 100 Jahren. Noch haben wir 50 verschiedene WCs, weil es 50 verschiedene Geschlechter gibt. Unglaublich. Da kannst du irgendwie wie eine Bibliothek schauen, was aufs WC muss. Und das verteuert einfach die ganze Bausituation, alles drum und dran. Und das ist ein ganz anderes Thema, wo ich muss sagen, die nächsten Generationen können sich das gar nicht mehr leisten. Ja. Das ist ein anderes Thema. Oder? Ja. Jetzt willst du als neuer Ladenbesitzer oder als junger Mensch willst du ein Restaurant übernehmen und musst das dieser Weg umbauen, damit es wieder gerecht ist für die heutige Gesellschaft. Musst diesen Weg investieren in den Umbau.
Das Geld ist ja gar nicht rum. Ja, ich bin in einem Restaurant. Also wir machen uns mit solchen Sachen einfach selber wir uns in eine Sackgasse reindrängen. Wir machen uns selber kaputt. Man soll es einfach so lassen, wie es ist und fertig. Ja, auch Umkleidekabine im Fitness und so. Da gibt's die ja letzten 500 Jahre gegangen ist, sollte man es eigentlich lassen. Es hat ja geklappt, oder? Ich habe niemals gedacht, dass dann irgendwie eine Frau diskriminiert. Oder nur schon die Schilder, die Tafel, dass dort der Mann drauf ist. Beim Rot und Grün. Ich habe doch niemals gedacht, ja, die Frau ist weniger wert, da ist jetzt ein Mann drauf. So blöde Im Themen. Gegenteil, eine Frau ist eigentlich mehr wert. Inwiefern, Mensch? Ja, sie bringt Neugeborene auf die Welt. Ja, aber sie braucht auch einen Mann, oder? Ja, aber kurz. der Mann macht ja nicht viel. 5 Minuten. Ja. Keine grosse Arbeit. Also ist eigentlich ja, Frauen, wir können aber auch nichts dafür. Was soll ich machen? Ich kann Frauen viel wertvoller eigentlich. Ja. Was haltest du von LGBTQ? Oh, das ist das Gleiche wieder. Ja, das ist ja nicht Gender, sondern... Ja, das ist aber der gleiche Scheissdreck. Es gibt Männli und Weibli, fertig, Schluss. Also du bist schon mal an einer Pride gewesen, oder so? Nein, zum Glück nicht. Die Vivienne ist doch auch nicht. Sie ist mal dort gewesen, genau. Das macht die gut. Ja, dann würdest du nicht mal mitgehen mit ihr? Nein, also mal vielleicht, aber dadurch, dass ich natürlich bekannt bin, ich würde wahrscheinlich den flach rauskommen dort. Ich würde richtig zu Boden gedrückt. Denkst du? Ja, dann würde ich Paratoren bekommen. Nein, das ist Pride. Sicher nicht meine Gesellschaft, aber ich kann nichts gegen Aber das ist ja eine friedliche Veranstaltung eigentlich, oder? Ja, ich hoffe es. Aber sobald es dann auf Kinder losgehen und so Sättiges. Ja, eben, das ist ja das Thema. Wenn sich einer als Hund verkleidet und das Gefühl hat, er kann einfach alle anlangen, angrapschen. Also die sich als Hund verkleiden? Nein, hört auf. Nein, sorry, da geht mir zu weit. Da geht mir zu weit. Ich habe nichts gegen Schwule und Lesben. Es darf jeder daheim so leben, wie er will. Von mir aus auch Hand in Hand. Aber wieso müssen sich die so in Szene setzen? Als heterosexuelles Pärchen machst du ja das auch nicht. Nein. Du gehst ja auch nicht in die Öffentlichkeit heiraten, im Normalfall. Und tust jetzt ausgiebig schmusen und küssen, nur damit jetzt das möglichst noch im Fernsehen kommt. Machst du ja auch nicht eine Parade daraus. Aber irgendwann kommt das vielleicht. Der Schuhmacher, seinen Brüder, hast du das gesehen? Der Ralf Schuhmacher, der macht das so öffentlich mit seinem Freund. Ja, das ist auch... Aber wieso das machen ja Schwule und Lesben, sich so in Szenen setzen. Aber ich kenne auch Schwule, die das nicht machen, oder? Wo was? Wo das nicht machen. Ja, ich auch. Kenne ich auch. Und ich habe nichts gegen Schwule. Ja. Aber wenn jetzt so Schwule das unbedingt machen und sich so in Szene setzen, ja, dann soll er das machen. Aber ich finde halt einfach, es ist etwas Privates, es ist etwas Persönliches. Das will ich nicht unbedingt, dass es jetzt da in der Öffentlichkeit kommt. Ja. Ich will auch nicht unbedingt, dass die ganze Welt sieht, welche Frau das ich jetzt küsse. Ja. Oder ob es jetzt auch ein Mann ist, wenn ich stehe jetzt halt ausschliesslich auf Muschis, oder? Also nichts anderes. Aber du machst Onlyfans oder so, dann willst du es zeigen, oder? Ja, aber das mache ich ja nicht. Das machst du ja nicht, ja. Nur weil ich jetzt das Gefühl habe, eben. Also nein, ich habe nichts gegen, nicht falsch verstehen, aber dass die Paraden, die sie da machen, und dann, also das ist für mich dann schon fast, es geht zum Teil eben zu weit, das ist für mich schon fast krank, oder? Wenn sich jemand noch verkleidet und das Gefühl hat, er könne jetzt jede anlangen, das ist einfach anstandslos. Ja, ich finde halt blöd, dass man so, weißt, wenn Kinder involviert werden und dann man denen sagt, hey, du kannst sein, was du willst und so. Nein, das geht nicht. Ich finde das mega blöd, weil weißt, wenn ich einem Kind zum Beispiel, meinem Kind, sie hätten zum Beispiel nicht gerne scharf. Aber ich gebe ihr immer wieder ein bisschen von Chili zum Probieren. Also so ganz wenig. Und dann hat sie es mal probieren, die normalen. Ja. Aber wenn sie dann immer wieder so Sachen sieht, auch im Fernsehen und so, dass sie sagen, ja, du kannst sein, was du willst und so weiter, was für ein Geschlecht du willst. Und irgendwann färbt sie vielleicht, denkt sie, ja, vielleicht würde ich mich jetzt mal mit einem Bub anlegen und würde vielleicht mal ein Bub werden. Ja, es geht auch. Könnte sein, weißt du? Wenn von 100 Kindern wird eins beeinflusst, finde ich schon scheiße. Ja. Ja, ich habe einfach das Gefühl, mit der Zeit, wenn die Kinder sonst schon einen Haufen Probleme haben und auf dieser Welt müssen miterleben, am Schluss nicht einmal mehr wissen, ob es Männchen oder Weibli sind. Also, es gibt ja einfach... Du musst einfach runterschauen, eigentlich. Habe ich auch das Gefühl. Ja. Eigentlich. Ja. Also ja. Ich habe noch Zuschauerfragen, recht viel.
Hast du? Weil, ja, ich habe ja da so einen Sticker gemacht, hast du das nicht gesehen? Ach, ganz verrückt. Schau mal, wie gut. Ich noch nicht gesehen, Wie lange sind wir schon dran? Dann ist es perfekt. Dann können wir jetzt nämlich, weil es hat recht viele Fragen gegeben. Ja, es hat schon recht viele ja. Ja, Zuschauer, weißt, die Leute haben mir dann da geschrieben, weißt, ich habe eben da rein da, und geschrieben, stell da deine Fragen an ihn. Ja. Habe ich auch markiert dort. Aha, Dings, ja. ganz gut. Also, schauen wir mal, was sie geschrieben haben. Ja, schauen wir mal. Wieso schießt er so gegen Schwarze und Ausländer? Hat ja nicht einen Bünzli Stammbaum. Hat einer geschrieben. Ja, also tust du gegen mit Schiessen, tust du Schwarze beleidigen? Nein, das mache ich nicht. Das habe ich jetzt auch nicht. Das macht ja gar keinen Sinn. Ah, nein, das mache ich nicht. Ja. Ich tue nicht Schwarze explizit beleidigen. Ja. Das würde ich ja mich selber beleidigen. Ja. Also, man kann ja mir wohl nicht vorwerfen, dass ich etwas gegen dunkelhäutige Menschen habe. Ja. Also, das hätte ich auch im Richter wollen sagen. Also, das hat man auch versucht macht zu erklären Sinn, bei ja. meiner Verurteilung dort mal. Also du bist auch verurteilt worden, auch weil du etwas gegen dunkelhäutige Menschen... Ja, aber wenn ich gesehen habe, Männer afrikanischer Herkunft, hat man natürlich das Gefühl, ich drücke explizit auf die Hautfarbe. Aha. Und mein Anwalt hat dann das auch versucht zu erklären. Man kann ja mir das nicht vorwerfen, dass ich etwas gegen dunkelhäutige Menschen habe. Also, das ist völlig blöd, oder? Und wenn man mir sagt, schiessen, was heisst schiessen? Ja, das Wort schiessen definieren. Also mit Wortwahl schiessen. Ja, mit schlechten Wörtern schiessen. Auch gegen Ausländer allgemein, meint er. Wenn man sieht, dass plötzlich ein Haufen Inder oder ein Haufen Chinesen würden daher kommen und verantwortlich sind für die meisten Straftaten oder Vergewaltigungsfälle, dann würde ich vielleicht gegen die schiessen. Ja. Man muss das einfach beim Namen nennen. Ja. Wenn plötzlich in Deutschland ein Haufen Schweizer kommen, Schweizer weisse Männer kommen und plötzlich alle Frauen anfangen zu vergewaltigen, dann muss man die Schweizer weisser Männer beim Namen nennen. Aber es ist im Moment einfach nicht das Bild. Ja. Im Moment kommen einfach mehrheitlich dunkelhäutige Männer aus Afrika, Afrika daher. Und das muss man beim Namen nennen, wenn sich die Aber du findest, sind die auch statistisch mehr Frauen vergewaltigen? Also das ist statistisch ist beleidigt. Aha, ja, ich weiß nicht. Du hast nachher sagen sie mir, ich lade dich da nicht. Alle anschauen. Ich weiß nicht. Ein grosser Teil von diesen Straftaten, gerade bei den Vergewaltigungsfällen, ist überdurchschnittlich. Ist es ein Ausländeranteil. Ja, also allgemein Ausländer, nicht unbedingt dunkelhäutig. Nein, nicht unbedingt dunkelhäutig, aber wenn man sieht, wenn wir jetzt noch schauen, wo ist es passiert und die Mehrheit von diesen anwesenden Ausländer sind Nigerianer oder Eritreer oder was auch immer, dann muss man ja nicht von Albanern reden. Also wenn man das sieht, in der Statistik, man sieht ja das daraus raus. Ja, das kann man wohl anschauen, weißt, weil nachher schreiben jetzt wieder, hey, du redest da, lass wieder eine so reden, die Podcasts. Statistiken von der Gewaltstrafe, von der Straftat, das kann man in Google eingeben, ich habe es auch nicht gesehen, ich könnte schauen, falls er irgendwie denkt, er sagt da irgendetwas. Kein Thema, ja. Die SVP tut das etwa die auch ein bisschen veröffentlichen, die Statistiken. Und das ist ja nicht einfach etwas Erfundenes von der SVP, sondern es sind gibt es ja nicht Leute, die sagen, das ist verfälscht und so? Man kann es ja nachschauen. Und wenn es verfälscht ist, sind es ja meistens linke Staatsangestellte. Ja. Und ich glaube nicht, dass die das würden so schreiben, dass der Ausländer schlechter wegkommt. Ja. Die würden eben wahrscheinlich die weißen Schweizer Männer würden die daraus rausheben. Ich sage nicht, dass es das nicht gibt. Ich sage nicht, dass ein Schweizer Mann nie eine Frau vergewaltigt. Das wollte ich ja nicht sagen. Aber du meinst überwiegend sind aber es sind einfach Fakten. Ist es so, dass mehr... Ja, okay. Das kann man klar nachlesen. Ja. Das hat man auch schon von Seiten SVP schon mehrmals erklärt und erwähnt. Und mittlerweile sieht man es aber immer mehr. Und geben uns ja zum Teil sogar auch linke Recht, dass das so ist.
Ja. Eben, ich würde gerne, wenn du jetzt zuschaust, ich würde gerne einen Linken auch mal da reden lassen. Und auch vielleicht mit jemandem, mit dir oder mit dem Erik oder mit der... Wer? Frau Badran. Ah, die ist links, Ja, die ist bei der SP Nationalrätin. Frau Badran, weil sie möchten... Die kennst du sie herzlich eingeladen. Ja. Sehr wahrscheinlich, wenn ich... Den Namen sagt man auch nicht, wenn ich sie sehe auf dem Bild. Jacqueline Badran. Okay. Nationalrätin. Aber die wird doch nicht im Bärenweich-Podcast. Vielleicht sogar, ne? Okay. Zürich, Kanton Zürich. Aha. Ah, du bist ja Schaffhausen. Ja? Schaffhausen, ja. Kennst du dich nicht aus Zürich? Ja? Nicht, ja, doch, ich bin in Zürich aufgewachsen, Aha, aber ja. eben... Aber die aktuelle Nationalrätin von der Linken kennst du nicht so? Nein. Ah, ja. Okay. Jemand schreibt, warum nicht mehr aktiv in der Politik? Hast du, glaube ich, vorher schon... Ich bin schon noch aktiv, einfach nicht mehr gerade... Also wenn einer aktiv in der Politik heisst nicht, dass man ständig in den Medien kommt. Man kann auch aktiv in der Politik sein, ohne dass die Medien ständig einem filmen. Oder? Die Medien sind ein bisschen geil auf mich. Man hat immer das Gefühl, ich sage Medien geil, aber es ist umgekehrt. Die Medien sind geil auf mich und bringen halt dann wieder etwas. Wenn ich etwas Umstrittenes rauslasse oder eine Parole von der SVP, dann bringt man da natürlich gerne mal, oder? Bist du denn selber auf die Wörter gekommen, dort Spiegeln? Das habe ich auch selber erfunden, ja. Das ist meine direkte Wortwahl. Aber dort hast du sicher gewusst, dass das viral wird gehen, also viral, dass das Aufmerksamkeit erregen wird. Das dichtet, das ist ja so ein bisschen... Ich überlege, ich habe nicht immer einen Hintergedanken, was ich damit sagen will. Ich ja auch nicht, wenn ich Videos mache und so. Und aber man weiß schon... habe ich das natürlich mit der Selbstironie und ich habe gewusst, wenn ich das sage und dann sage, wenn ich nicht nicht in den Spiegel schaue, oder, weil ich ja selber dunkelhäutig bin und dann würde ich ja einen dunklen Mann sehen, wenn ich in den Spiegel schaue. Logischerweise. Oder? Ja. Also völlig plump eigentlich, aber gleich vielleicht auch ein bisschen Satire dazu. Ja. Oder? Und natürlich habe ich gewusst, dass wenn ich das sage, dass das wahrscheinlich noch ein bisschen gut könnte ankommen. Noch ein bisschen Humor dabei, aber gleich will sagen, es hat schon einen Grund, warum ich das will sagen. Das könntest du nicht nochmal sagen für die Kamera. Nein, ich kann das eben nicht auf die Fall. In einem Clip, weißt du, das würde sicher mega gut laufen. Ja, das Video ist ja immer noch online. Ja. Ja, also ich kann das eben nicht auf Befehl. Es ist auch ich weiss, ich auch. Wir sagen jetzt immer, hey, kannst du wieder Bärenweich jetzt reden? Ja. Nein, die Situation muss passen. Genau, es muss das. Und ich kann auch nicht... Ja, auch das ich bin ja kein Hund, der sagt, jetzt Platz, jetzt musst du das machen. Es geht nicht. Du kannst es vielleicht schon sagen, aber es ist so erzwungen. Genau. Es ist hier auch gerade die Situation, es hat gerade gepasst, das Thema hat gepasst, die Leute beschäftigt, haben mir eine Wortmeldung, jetzt rede ich und vielmals rede ich frei aus dem Bauch raus. Und dann hat sich das einfach so ergeben. Und meistens ist das ein kurzer Moment, bevor ich das öffentlich sage. Also meistens mache ich mir am Abend vorher ein bisschen Gedanken oder vielmals beim Autofahren. Beim Autofahren ist das stimmt. Ich mir so ein bisschen, während der Musik höre, mache ich mir manchmal so ein bisschen, so Gedanken durch den Kopf. Und dann kommen mir manchmal so Sätze oder so Wortmeldungen kommen mir in den Sinn. Und wenn es der Moment passt. Eben, es hat auch schon gesagt, komm, mach doch mal ein Video mit, wie du in einen Mohrenkopf hineinbeissst. Wenn es nicht gerade passt und nicht gerade der Moment ist und nicht gerade das Thema ist, wieso soll ich jetzt Ich habe das letzte Mal gemacht, also, der Rush war da. Ich weiss nicht, ob du kennst. Oder? 2 Afrikaner sind ja mit mir im Podcast, da habe ich Mohrenköpfe gegessen. Ja. Also er findet es übrigens auch überhaupt nicht schlimm. Zeit gehabt, zum Mohrenköpfe bringen. Normal bringe ich mich vom Aargau noch Mohrenköpfe mit. Aha. Tut mir leid, jetzt habe ich nicht einmal ein Geschenk mitgebracht heute. Ja, nein, es bringt nie jemand ein Geschenk mit, denke ich. Also hat noch nie jemand... Normal bringe ich etwas mit, aber jetzt ist heute zu wenig. Und ich habe gewusst, ich komme in den Stau und ich muss unbedingt gehen, oder? Ja. Und ich bin ja jetzt dann gehen wir wieder im Stau zurück. Ja. Also wir sehen uns sicher wieder einmal. Ja. Ja, eben sehr gerne. Bei mir können alle Gäste immer wieder kommen und meistens sind wir in einer 3er-Runde. Kommen wir gerne. Weil da gibt es wie eine Debatte. Mohrenköpfe mit, nächstes Mal. Ja, und das wäre eben mega interessant, wenn du jetzt eben zuschaust und eine linke Person und so bist, muss ja nicht unbedingt links sein, aber eine andere Meinung als du, das ist interessant. Ja, klar. Weißt du, aber immer auf respektvoller Ebene und alles. Genau. Das ist eben auch interessant, oder? Ja. Jemand fragt, sieht er immer noch schwarz? In welchem Bezug? Er hat einfach das geschrieben. Natürlich sehe ich immer noch schwarz. Wenn ich sehe, in diesem Land geht es nicht anders weiter. Ja. Man tut sämtliche Abstimmungen, die von der SVP anliegen, die von der SVP gekommen sind, tut man immer ablehnen. Ja. Und wenn jetzt die 10 Millionen Initiative nicht angenommen wird, selbstverständlich sehe ich im gleichen Sinn immer noch schwarz. Ja. Auch wenn ich nicht vorher in den Spiegel schaue. Genau, ja, das hast du noch. Ja. Genau, das
Das, was er wollte hören, glaubt. Genau. Bist du weiss, hat jemand gefragt. Völlig weich. Ja, das ist offensichtlich nicht, oder? Ich bin dafür weiss, ja. Wer war sein Vorbild gewesen und warum? Hast du irgendein Vorbild? Ja, der Ueli Maurer. Ah, okay. Ja, oder der Christoph Blocher. Sie haben frei und gerade rausgeredet, wie man bei den Normalbürgerinnen eben auch versteht. Der Blocher hätte ich sehr gerne mal da, aber das wird, glaube ich, schwierig. Wie alt ist der Blocher? Der ist natürlich 83 jetzt. 83? Ja, okay, so alt ist er ja nicht. Ist zwar schon noch Zweig, ja. Ja. Also für mich sind das schon und warum? So ein bisschen, oder einfach Leute, die einfach frei, direkt schnurren, wie man es versteht. Ja. Oder der Andi Glarner, der vielleicht eben auch als Provokateur gilt, aber ich finde einfach, man darf auch mal nie einfach geradeaus reden, wie man es sagt, wie man es sieht und wie man denkt. Und so tut auch der normalsterbliche Bürger versteht einem. Also wenn man da so intellektuelles, politisches Aha, ja, ich weiss, und so genau. Wichtig da sein und die weiße Westen anhaben und ja, einfach so. Ja, das interessiert dann auch nicht die Breite. Aber genau. Hast du irgendeinen guten Satz, der geblieben ist, vom Blocher jetzt zum Beispiel oder vom Ueli Maurer? Oh nein, jetzt so direkt einen Satz nicht, ja. Okay. Ich weiss einfach, es sind Persönlichkeiten gewesen, die mir immer so ein bisschen aus dem Herz geredet haben. Und da sind so eben der Blocher und der Maurer früher in den Debatten in der Arena, wenn man geschaut hat, in der Sendung im Schweizer Fernsehen, die haben für mich einfach geredet, wie einfach frei und einfach so, wie es der einfache Bürger eben versteht. Einfach so ein bisschen Bauerndeutsch, wenn man es so will. Ja, ich weiss, was du meinst, ja. Und du machst das ja auch, oder? Ja, genau. Und ich bin natürlich eben auch bürgerlich aufgewachsen, handwerklich tätig und dann ist man gerade vom Bau her natürlich auch ein bisschen an eine freie Aussprache gewöhnt. Man flucht einmal und sagt halt einmal ein bisschen, sagt einmal einem, ja, sei mal die Meinung, aber es ist eigentlich nie mit Gewalt. Also es ist nie irgendwie, dass man sich abschlägt, aber man sagt auch klar und deutlich, schau, bist ein Doppel, was machst du da für Scheissdreck? Und das muss man nicht persönlich nehmen. Nein. Im Gegenteil. Es ist, man weiss so viel besser, woran das man ist. Oder? Ja. Da hat noch einer geschrieben, sollte man in der Schweiz härtere Gefängnisstrafen einführen? Also ich finde auf jeden Fall bei Pädophilie finde ich wirklich zu wenig schlimm. Wie siehst du das? Also muss ja nicht unbedingt Pädophilie allgemein. Findest du das? Ich weiss gar nicht, wie ich das sehen soll. Weil ich weiss ja gar nicht, wie es im Gefängnis ist. Ich habe mich zu wenig mit dem befasst. Ja, aber dass man einen überhaupt wegsperrt, wenn er etwas eine Straftat ausübt, dass wir das halt, früh rauskommen. Ja, ich meine, es gab bei dem Fall in Winterthur, wo man einfach von Anfang an wieder sagt, ja, der war psychisch krank gewesen. Also der Regierungsrat, glaube ich, der Mario Fehr, also dem muss ich ein Lob aussprechen. Okay, ja. In der Pressekonferenz, wie sich der verhalten hat, wie der geredet hat. Auch wirklich direkt, ehrlich, geradeaus. Ja. Obwohl er ja eher ein Linker ist, glaube ich, der war ja bei der SP. Aber dem muss ich jetzt ein Kompliment machen. Okay. Der hat das Problem beim Namen genannt und hat auch gesagt, man kann nicht immer einfach alles psychisch abordnen. Aha, ja, das gesehen. Also. Der Mann hat genau gewusst, was er macht. Und wenn jemand mit einem Messer auf Leute losgeht, dann weiss er, dass ein Mensch stirbt. Und so psychisch krank kann er nicht sein. Nein. Weil sonst hätte man ihn wahrscheinlich wirklich eingesperrt gehalten. Also wenn er ja einigermaßen parat ist, also Zweig ist, wo man kann sagen kann, der ist nicht so psychisch krank, dann kann man ja davon ausgehen, dass er weiss, was er macht mit einem Messer. Also hört auf, jetzt bei jedem sogenannten Einzelfall wieder behaupten, ja, den muss man therapieren, der ist psychisch krank, der ist nicht also der kommt gar keine Gefängnisstrafe über jetzt, oder? Ja, also ich meine, der Fall von Zofingen, der Messerstecher, der durch die Stadt Zofingen da ist und auf Leute eingestochen hat, der ist auch schuldunfähig. Und das wird wahrscheinlich bei dem auch auf da rauslaufen. Man wird wieder einen Anwalt finden und Psychologen finden, die sagen, ja, wir haben jetzt ein psychologisches Gutachten, den muss man therapieren, den kann man nicht schuldig sprechen. Ja. Also, wo sind wir denn eigentlich? Also eben, in dem Fall also es gibt bist du dafür, dass man härtere Strafen haben? Bei solchen Sachen muss man einfach sagen, der gehört ausgeschafft, wenn es ein Ausländer ist, Schweizer Bürgerrecht entzogen und wegsperren. Einfach fern von der Öffentlichkeit, nicht, dass wieder
Ja, also ich habe ja ein Video gemacht, wo einer in der Kita, hat er das Kind sexuell missbraucht und gefilmt sogar. Nein, und er war ein Deutscher und sie haben gesagt, sie können ihn nicht ausschaffen, weil er gut integriert ist. Er ist ja mega gut integriert. Ja, Wahnsinn. Völlig das sind Sachen, also gerade wenn es dann um Kind geht, also das verstehe ich nicht. Aber es ist egal, ob es ein Deutscher ist oder was auch immer, auch wenn es ein Schweizer ist. Also, weißt du, der hat ja nachher nur ein bisschen Buß müssen zahlen, irgendwie ein paar 100 Franken. Es ist immer noch abgehängt bei mir auf TikTok. Und glaube, nicht einmal eine Freiheitsstrafe bekommen. Unglaublich. Und es gibt sogar Videos, die er gemacht hat. Also ich meine, man sieht ja sogar die Videos, wie er aufgenommen hat. Ja, das muss man schon sagen, da braucht es härtere Dinge, wobei ich nicht genau beurteilen kann, wie es wirklich ist, wenn man im Gefängnis ist. Ich war selber noch nie im Gefängnis. Ja. Natürlich ist das nicht schön, wenn du die Freiheit nicht mehr hast. Aber es muss auch, eine Strafe sein. Ja. Irgendwo durch muss man gestraft sein, wenn man etwas bist ja selber. Also wenn du ein Kind sexuell missbrauchen, dann gehörst du da an fertig. Das für mich gar nicht. Der gehört weg von der Gesellschaft. Ja. Jemand schreibt, sieht er sich als Schwarzer? Du hast das im Podcast mit siehst du dich als Schwarzer? Ja, natürlich. Also wenn man es genau will, und wenn man jetzt eine Schablone nehmen mit der schwarz sind deine Hosen, oder? Du bist einfach, bin ich eigentlich braun, es ist ja niemand schwarz. Maximum dunkelbraun. Ja. Wenn einer sagt, meine Hautfarbe ist schwarz, dann ist eine Farbe. Ja, wenn du auf die Hose tust, sie haben nicht die gleiche Farbe. Also wenn man das sieht, also eigentlich, ich weiss auch gar nicht, wieso dass man von Schwarzen redet. Wieso sagt man immer schwarz? Ja, man will gescheiter von Neger reden. Ja. Nein, das kann ich nicht. Ich weiss auch nicht, ob ich das rauspiepsen muss. Nein, das musst du doch nicht rauspiepsen. Nein, ich weiss nicht, ich meine, wie es gesperrt wird nachher. Ich weiss nicht, ich glaube nicht. Aha. Ich glaube aber nicht, nein. Ja, es ist Gott. Also du darfst es sagen. Ja, der piepst es halt. Ich nicht. Ja, wenn ich sage, nein. Ja, ich sage einfach, also der Neger, der sogenannte Neger, weiss man ja geschichtlich, woher das kommt. Und dort ist ja klar eigentlich die Hautfarbe auch ein bisschen definiert worden. Ja. Also, eigentlich ist ja der sogenannte Neger ist ja wirklich der Schwarzafrikaner. Ja. Und die haben ja wirklich noch viel dunklere Haut. Ja. Also ja, es gibt immer noch nicht schwarz, aber wo mega dunkel sind, die sind wirklich schwarz. Eigentlich wirklich sehr dunkelbraun. Ja. Aber bei mir ist es eigentlich wirklich ein normales indisches Braun. Ja. Also ist eigentlich nicht mit Schwarz eigentlich gar nichts zu tun. Aber man sagt halt heute lieber, die Schwarzen, umgangssprachlich hat sich das ein bisschen so eingebürgert, dass man von Schwarzen redet, sobald es dunkelhäutige Männer sind. Obwohl wir ja nicht, von Weissen redet man auch immer. Wir reden plötzlich immer mehr. Wir reden plötzlich mehr von weißen Männern und Schwarzen. Und, ja, es ist völlig blöd. Ja. Nur weil man die Nationen nicht mehr hören will. Ja. Nur weil man die Nationen abschaffen will, nur weil man sich vereinen in der grossen EU. Wäre besser, wenn wir sagen, der Inder. Wir würden gescheiter sagen, der Schweizer, der Ungar, der Deutsche und der Italiener. Ah, findest du besser, ja. Ja, schon eigentlich gar kein. Dann weiss man gerade, woher das er ist und was es von ja, man weiss es halt nicht gerade, oder? Von welchem Land. Weil Afrika ist ja auch Afrika. Ja, genau. Ist ja gross. Es gibt ja mega viele verschiedene Länder in Afrika. Ja. Ich meine, es gibt viel Weisse auch in Afrika. Ja, richtig, ja. Genau. Tunesien, Marokko. Das ist alles auch Afrika. Also ist ja schwierig, aber ich habe kein Problem damit, wenn wir den Schwarzen siehst du dich immer noch schwarz. Also, nein, ich sehe mich weiss, muss ich sagen. Eigentlich, wenn wir es genau anschauen, bin ich dunkel, also braun. Es ist einfach ein normales Braun. Yeah. An den Füßen unten bin ich ein bisschen meine Tochter eben auch. Ich sage ihr immer, schau mal. Schwarz-Weiß. Ich sage ihr immer, schau mal unten dran, bist du wieder Papi, sage ich ihr. Ja, genau. Ja. Hast du nicht mal nach Indien und mal anschauen, wie es dort ist? Ja, das haben wir auch schon gehabt, oder? Ja, ich habe schon darüber geredet. Ja. Hat er schon darüber geredet? Du musst nochmal zurückspulen. Indien ist für mich ein Land wie ein anderes, wie Deutschland. Ich habe so keinen Bezug, weil ich zu früh hier aufgewachsen bin, wie ein Schweizer auch. Habe ich das Interesse nicht unbedingt. Aber hast du mal irgendeinen indischen Kollegen gehabt? Also jetzt... Ja. Also und der hat dich dann nachgefragt ein bisschen. Das ist, ja. Hast du mit einem Inder irgendwie Kontakt mal gehabt? Ein Kollege, der engere Beziehung... Ist etwas drin? Ja, ich weiss gar nicht. Ja, ich habe natürlich schon ab und zu auch Kontakt mit Inder? Also jetzt nicht... Ja, ich selber... Ja, ich habe auch zum Beispiel einen Kollegen, der Inder ist. Ja, zum Beispiel 2. Das war auch ein im Podcast. Ja.
Also so, darum meine ich. Ja. Und ob dann der dich so Sachen fragt, weißt du, der Inder? Nein. Ob du mal... okay, Nein, eigentlich nicht. Ja. Also, ja, es ist eigentlich auch selten das Thema. Ja. Es ist eigentlich nicht unbedingt... Es ist gar nicht relevant. In Es ist vielen nicht Diskussionen ist es ja gar nicht relevant, ob ich jetzt dunkelbraun bin oder was auch immer. Ich weiss, aber eben die Leute fragen das auch. Ja, klar. Aber bei vielen Themen geht es eigentlich gar nicht um die Hautfarbe. Aber eben, Nein, es ist halt da für die geht's jetzt Linken nicht speziell, wenn sich jemand mit einer dunkelhäutigen, also wenn ein Dunkelhäutiger sich zu Themen äußert, wo eigentlich für sie das Gefühl haben, der ist ja ein Ausländer, der kommt ja von einem anderen Land, der darf gar nicht die Meinung haben. Ja. Und da finde ich dann noch speziell, könnte man eben auch als rassistisch anschauen. Ich sage eben, wenn man mich sogar im Denken einschränkt, nur aufgrund von der Hautfarbe. Oder? Aber vielmals in jedem Thema, wo man sachlich können ausdiskutieren kann, spielt die Hautfarbe eigentlich gar keine Rolle. Ja, aber es gibt ja heutzutage auch Leute, die sich als Hund identifizieren. Da kannst du ja auch sagen, ich identifiziere mich nicht als Schweizer oder so etwas. Ja. Jemand schreibt einfach etwas, Blackjack oder Roulette. Bist du schon mal im Casino gewesen? Ja, häufig gehe ich ins Casino, ja. Gehst du oft, ich bin schon ein der Spielertyp, ja. Ah, was spielst du? Also, früher habe ich viel Roulette gespielt. Okay. Jetzt spiele ich eher Blackjack, ja. Ah, doch? Der kennt dich in dem Fall, oder was, wenn der schreibt? Aha. Also, wie viel mal gehst du zum Beispiel in der Woche? Nicht jede Woche, oder? Ja, es kommt immer ein bisschen darauf an. Aber früher bin ich immer am Freitagabend gegangen. Und dann Chinesen gehen viel ins Ding. Ja, das ist noch lustig, ja. Die spielen viel. Also immer, wenn ich gegangen bin. Ich bin ab und zu, am Freitagabend gehe ich ab und zu. Jetzt, letzte Zeit, bin ich nicht mehr so gegangen. Je nach Arbeit auch, wenn ich viel Arbeit habe. Meistens allein. Also treffe ich auch Leute. Aber eigentlich, wenn ich viel zu tun habe und nicht mag, dann habe ich auch keine Lust für ins Casino. Ja, aber verspielst du nicht mehrere Tausend Stutz? Nein, das ist auch schon ich habe auch schon gewonnen natürlich. Also, man verliert ab und zu, man gönnt ab und zu. Ja, gehst du einfach so zum Spass, hast du nicht irgendwie... Ja, ich gehe eigentlich schon mehr mit dem Hintergrund, dass ich etwas rausholen kann. Aha, doch. Meistens hole ich das Feriengeld raus im Casino. Ach so. Ja, vielmal. Klappt mir nicht aber spielst du auf Nummern im Roulette, oder? Klappt nicht immer gleich gut. Ja, ich habe so ein bisschen mein System. Ich weiss etwa genau, wenn eine Zahl gekommen ist, weiss ich, welche Zahlen sich nachher legen. Ja, ich spiele immer genau gleich, auch im Blackjack. Ich ziehe immer konsequent, immer genau gleich. Okay. Und dann hast du so eine Welle, oder? So eine ja, wenn du immer gleich tust. Weil das Wichtigste ist, im richtigen Moment aufzuhören. Ich sage immer, das Casino kannst du nicht in den Griff bekommen. Nur dich selber. Und wenn du dich selber im Griff hast, dann hast du die Fähigkeit dazu, da oben aufzuhören und zu sagen, 200 Franken plus, sie hauen ab. Ja, aber das ist eben das Wichtige. Das ist bei mir eben so gewesen, wenn du das nicht im Griff hast, dann verlierst du vielmals. Ja. Das Problem ist, wenn du eben mit anderen Leuten gehst und du hast dann gewonnen und wenn ich allein gegangen bin, wenn ich gewonnen habe, dann bin ich raus. Aber wenn dort noch Kollegen sind, ja, du hast gewonnen, aber die sind noch dort. Ja. Ja, nachher sagst du, ja, okay, komm, ich spiele nochmal eine Runde. Und nachher verlierst du alles wieder, weißt du? Ja, wenn du zum Spass gehst und sagst, ich nehme jetzt 300 Franken mit, wenn ich es verliere, ist nicht so schlimm, oder? Ja. Aber ich gehe mit einem anderen Hintergedanken. Okay. Mein Ziel ist eigentlich schon, mit Gewinn rauszulaufen. Ja, ich muss wieder mal Zeit. Bei Schaffhausen gibt es nicht mehr, das Casino. Gibt es nicht mehr? Bin ich auch schon jetzt haben sie es auf Winterthur. Schon? Ja. Aber das ist nur ein ja, bist du in Schaffhausen? Das ist ein B-Casino. Swiss Casino ist Roulette gehabt. Ah ja, 2 Roulette-Tische. Also zwei sind es gewesen, sind so nebeneinander. Ja, das ist aber schon lange her, wenn ich da war. Das ist natürlich für mich auch nicht mehr am Weg, ja. Mhm. Ja. Wie viele Mohrenköpfe ist es in der Woche? Ja, das kommt auch auf die Situation drauf an. Ja. Wenn sie gerade sind, also dann ist es gerade die ganze Packung. Ja, natürlich. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Schachtel Mohrenköpfe poste auf Alterswil, dann esse ich 2 pro Tag. Na was? Ja, bis die Schachtel leer Doppler. Ist. Aber nachher esse ich vielleicht eine Zeit lang wieder kennen. Ja. Also wenn ich so aufs ganze Jahr rausschauen will, was war die Frage? Wie viel Mohrenköpfe wie viel du in der Woche isst? Ja, dann sind es vielleicht eine halbe. Du musst verstehen, ich bin Comedy-Kanal habe ich, oder? Weißt du, also im ganzen Jahr im Durchschnitt eine halbe in der Woche. Eine halbe in der Woche? Ja, ist aber viel. Weißt, der Mohrenkopf an sich ist ja eigentlich nicht so gesund. Es ist ja... Schoki, es ist süß, ja.
Solltest du nicht zu viel essen? Aller Zucker ist nicht gesund, theoretisch. Ja, ich weiss. Aber ich sage, ich lebe halt ein bisschen mit dem. Es muss ja jeder ein bisschen seine Drogen haben. Ja. Und da haben wir die Standardfrage in meinem Podcast, die ich jedem stelle. Ja. Ist der rund oder flach? Ja, die Frage ist gekommen. Also die stellst du mir. Für mich ist der rund. Ja, eben. Ja. Das hat noch nie jemand gesagt, sie ist flach bis jetzt. Ja. Schon? Ja. Es hat ein paar flache Grinden auf. Ja, es hat ein flaches Hirn, sage ich immer. Ja. Nein, also... Rund, oder? Ganz klar. Ganz einfach. Ja. Also das ist ja jetzt... Ja, ja eben, das ist eine dumme Frage. Ich suche immer noch, jeden Podcast sage ich, wenn du voll überzeugt bist, dass du denkst, dass der flach ist, dann komm bei mir in den Podcast. Wie bist du in die SVP gekommen? Eigeninteresse. Ich habe mich selber angemeldet vor 24 Jahren. Das Interesse eben aus dem Fernsehen immer. Ja. Jetzt sind es dann, glaube ich, 23 Jahre. Also ich bin 23. Mit 21 habe ich dann aktiv werden und der SVP beitreten. Das Interesse seit Schulzeit und wirklich eigentlich auf dieser Linie, wenn ich die Politiker angehört habe, klar auf dieser Linie, hat sich nie verändert. Und ich bin heute eigentlich ganz klar auf SVP-Kurs. Und Und wirst auch nie ein Grüner werden oder so, oder? Ja, ausser wenn die Grünen komplett kehren. Ja, aber grün bin ich genug gut. Ich sage immer, als Handwerker oder als normaler Schweizer Bürger, so ein bisschen bünzli-mässig, sind wir alle grün. Ja. Ich tue Batterien richtig entsorgen. Aha, okay. Ja, ich tue Flaschen nach Farbe sortieren. Schon? Ja. Also, logisch, Glasflaschen. Ja, ich weiss, was man will. Ja, ich sage einfach immer, ich kann sie heute sogar nicht sorgen. Wer auf dieser Welt ist grüner als der Schweizer Bürger, der so erzogen worden ist? Stimmt eigentlich, ja. Karton und Papier schön separat Bündeli machen. Ja. Batterien schön richtig entsorgen. Aluminium separieren. Heute zum Teil sogar noch Kunststoff. Ja. Und das Flaschenglas, wenn du vor einem Container stehst, haben wir gelernt bei den Eltern, die grünen Flaschen ins grüne Löchli, die weiße ins weiße und die braunen ins braune. Also, das machen wir alle zusammen. Ja, da braucht es keinen Grünen, der mir das erklärt. Ja. Also, das ist schon so, müssen wir ehrlich sein, eigentlich sind wir alle genug grün, dass man kann sagen, es bräuchte gar keine grüne Politik. Ja, das stimmt. Einfach zum Menschenverstand. Also ich mache das schon. Ich habe mich schon vielleicht mal, bin ich nicht sicher gewesen, ob sie jetzt grün oder braun ist die Flasche. Da habe ich sie einfach reingerührt, das stimmt schon. Ich sage einfach, wie bünzlig dass wir eigentlich sind. Wie grün dass wir eigentlich sind. Wir können ja so genau das Zeug separieren. Wir haben so ein super Abfallkonzept in diesem Land. Ja. Du kannst ja gar nicht ungrün sein. Nicht wie in Indien, oder? Wenn man sich einfach ich meine, es gibt Länder, wo das einfach gar nicht geregelt ist. Ja, eben in Indien sehe ich zum Beispiel Streetfood. Ach schon? Ich bin noch nie in Indien. Ja, ich sehe halt die Videos auf TikTok und so. Aber bist ich weiss du schon halt in Indien gewesen? Ich eben nicht. Ich bin noch nie in Indien gewesen. Ausser die ersten 4 Lebensmonate. Aber mein Schwiegervater geht immer dort nicht. So Tempel und so. Der geht in die Tempel. Ja. Er ist eben Hindu. Aha. Und die sind halt, weil der ist von Sri Lanka. Er ist von Sri Lanka und der geht dort immer an. Und für ihn ist das relaxed, dort in die Tempel gehen und so und dort meditieren. Ja. Das könnte mir eben schon noch vorstellen, dass das würde ich einschlafen wahrscheinlich. Ja, aber ich könnte mir schon, weißt, vom Stress und so, aber es ist mir zu weit. Ich will nicht so weit fliegen. Ja. Der Erik Weber, der Grossrat, hat geschrieben, weißt, er kommt mit mir manchmal kochen in einer Kochshow. Und er hat geschrieben, bitte lass uns die Kochshow zusammen machen. Ja, ich will den mal kennenlernen, den Erik Weber. Also würdest du mal mitkommen mit mir und dem Erik Weber kochen? Ja, sofort! Kommst du sogar noch Geld über? Nein, ich mache das gratis. Ja, aber das ist alles offiziell. Nicht ich tue da gerade spenden. Erik, und das Geld wird sogar gespendet. Also bringen den heim. Es gibt eine Kochshow mit dem Erik Weber und mit dem Navin. Navin, sagt man. Navin, ja. Navin. Kommt also von Navigation, Navin. Ja. Irgendwie, ich kenne mega viele Inder, alle heißen Navin irgendwie. Warte, Navin, von 3, ich kenne 3 Inder, 2 davon heißen Navin.
Schon? Ja. Warte, der andere ist von Bangladesch. Ja, ist alles der gleiche, oder? Ja, jetzt aber du. Ganz verreckt. Ja, der mit dem Erik Weber, ja, den möchte ich eben schon auch gerne mal kennenlernen. Ich hatte auch Freude gehabt, wo du mir hast du mir angerufen? Die Vivienne hat es vermittelt. Ich habe dir eben schon geschrieben zuerst auf Instagram, aber du hast es wahrscheinlich nicht gesehen. Ich habe dir geschrieben, aber vor einer Woche oder so. Instagram bin ich nicht so der Harry Hirsch. Ich habe auch schon viele Nachrichten, die ich nicht beantwortet habe. Du kommst einfach manchmal zufällig, wenn ich durchscrolle. Ah, schon, ja. Und wenn du kommst, tue ich das meistens etwa 6-7 Mal nochmal schauen. Wirklich? Ja, ich finde dich super. Ja, ich finde das glatt. Danke vielmals. Da habe ich so Freude an so Typen wieder. Merci. Ja, ich finde das klar. Das mag es eben leiden bei mir. So ja. Okay. Danke. Ja, dann organisieren wir das. Erik Weber und, oder sogar im Podcast, wäre auch interessant. Ganz verreckt, ja. Ich mache eben einen Live-Podcast im November. Der geht auch ein bisschen an die Grenzen. Er geht richtig an die Grenzen. Und bei ihm geht es recht viel um Sexualthemen auch. Ja, ich finde das noch lustig. Ja, aber es ist... ich hätte heute gedacht, ich will nicht den 3. Frühling tut er ausleben, weißt du? Ja, das ist gut so. Aber ich habe auch einen Live-Podcast, am 6. Dezember. Ja. Wird das sein im Plaza in Zürich. Ja. Also mal noch schauen. Der Erik Weber wird jetzt, ich sage es für meine Zuschauer. Super, ja. Ich tue dann Werbung machen dafür, wo ich ein Ticket kaufe. Hat er sich mal im Spiegel angeschaut, bevor er den Spieglein an der Wand Spruch gebracht hat? Ich glaube nicht. Du schaust dich nie in den Spiegel an, oder? Mal. Ah, ich schaue mich. Seit Kindheit. Gut, es gibt sicher Leute, die haben gar keinen Spiegel daheim. Aber früher hat man ja den normalen Spiegelschrank gehabt. Gibt es heute immer weniger. Man hat entweder Schränke oder einfach nur noch einen Spiegel an der Wand. Das stimmt. Aber früher hat man so den Standard-Spiegelschrank gehabt mit dem Eintürligen, also mit dem Eintüren-Ding, oder? Ja. Und einfach der normale Spiegel dran. Das ist eigentlich der erste Spiegel, wo ich reingeschaut habe. Aha. Weil wir haben einfach im Haus, ich bin in einem Einfamilienhaus aufgewachsen und dort haben wir einfach im WC aussen den Spiegel gehabt. Ja. Und er hat gesehen, ich bin ja gar kein Schweizer. Man schaut ja schon als Kind in den Spiegel, logischerweise. Aber eben, wie war denn das bei dir? Hast du dich dann früher gefragt? Haben dir die Eltern sofort gesagt, dass sie nicht deine Eltern sind? Die Frage ist auch schon gekommen. Ich kann es nicht beantworten. Das weisst du nicht? Ich weiss es nicht mehr. Ja, ich weiss nicht mehr, wo jetzt der Moment war in der Kindheit, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, aber das ist eigentlich ich bin anders. Das ist eigentlich gut, dass du das nicht gehabt hast. Ja, genau. Weil das heisst, es ist für dich null eine Belastung oder etwas Schlechtes? Ich bin einfach, wie ich bin, aufgewachsen. Natürlich hat man das immer... Natürlich habe ich das realisiert, habe ich das wahrgenommen. Ja. Aber durch das, dass ich eigentlich gut aufgeklärt worden bin und eigentlich immer mit offenen Karten, meine Eltern, ich habe gewusst, ich bin adoptiert. Es ist eigentlich, im Kindesalter ist mir das so deutlich von den Eltern übermittelt worden, dass sich nie etwas ergeben hat vom Gedankensprung her bei mir, wo ich das kritisch hinterfragen will. Oder denken, wieso ist das? Also, ich kann das nicht sagen. Ich habe einfach gelebt. Und das ist einfach ganz normal eigentlich. Irgendwann ist das einfach, eigentlich eher erst nachher mit der Politik sind so Diskussionen gekommen, eben weil das Gefühl, die Leute das Gefühl haben, du kannst doch nicht bei der SVP sein, du bist ja dunkel und die SVP haben etwas gegen Ausländer, das sind Ausländerhasser, oder? Und die haben etwas gegen dich. So, in der Schule ist mir das sogar eingeredet worden. Ich hatte auch durch das sogar eine Zeit in Hemmungen gehabt, auf eine Art, mich bei der SVP anzumelden. Also, sogar. Gerade in der Pubertätszeit ist man sogar ein bisschen hin und her gerissen. Oder? Ja. Einerseits tun die Leute einem aus dem Herz sprechen oder reden. Ja, ich weiss. Andererseits sagen aber in den Orten, wo du bist, halt die Lehrerschaft ist ja tendenziell links gewesen, schon da, schon vor 30 Jahren. Oder, ja. Und dann habe ich dann irgendwann einfach den Mut gehabt, sage ich mal, und wollte sagen, jetzt gehe ich mal an so eine Versammlung zu diesen Leuten. Ja. Hat auch noch einen geschichtlichen Hintergrund, zufälligerweise an einer Veranstaltung mal gearbeitet, wo ich den Toni Brunner kennengelernt habe. Ja. Und die Leute sind mir völlig sympathisch übergekommen, unabhängig, dass ich hier gewusst habe, dass das alles SVPler sind. Ja, das hast du gar nicht gewusst. Das habe ich hier nicht direkt gewusst. Okay. Ja,
nur indirekt. Also es war eben so mit 20, 21 gewesen. Und dann, das hat dann bei mir das war der Punkt gewesen, wo ich musste sagen, die sind ja gar nicht so schlimm. Ja. Weil wenn sie so wären, dann hätte ich ja an diesem Abend wahrscheinlich Probleme bekommen. Dann hätte mich ja jeder, wäre ja auf mich zugekommen und hätte irgendwie gesagt, was machst du da? Oder was? Ja. Und das war eben nicht der Fall. Ich bin angenommen worden, wie jeder andere auch. Ja. Also völlig nicht, keine Diskussion. Obwohl eben Medien vor allem, Journalismus, Lehrerschaft, haben immer einfach pauschal erwähnt, die SVP ist Ausländerhasserpartei, die SVP hat gegen Dunkelhäutige, gegen alles haben die etwas. Und das ist einfach nicht so. Und ich bin eigentlich des Besseren belehrt worden. Das sind für mich völlig bodenständige Leute, völlig normale Leute. Oder? Und eben, ich sage, Rassismus habe ich eher von links erlebt. Oder? In dem, dass man mir sagt, du darfst nur da und da zugehörig sein, weil du bist dunkelhäutig. Oder? Das ist Rassismus. Das ist eigentlich auch eine Art und Weise, wo man müsste sagen, wäre ja dann auch rassistisch. So, oder? Ja. Aber jeder soll die Ansicht haben. Ein Linker, ich will jetzt einen Linken nicht anzeigen und sagen, Rassist, nur weil er die Ansicht hat. Der soll das so sehen. Yeah. Der soll doch von mir aus die Ansicht haben und sagen, jeder, der dunkelhäutig ist, darf nicht bei der SVP sein. Gut, das ist seine Meinung. Ja, aha, und du willst das nicht anzeigen wegen dem. Ich finde die Meinung so doof. Aber umgekehrt ist es eben schon so, du wirst es recht schnell angezeigt. Ja, genau. Ja. Ist das N-Wort eine Beleidigung, fragt jemand. Wenn man es beleidigend ausspricht, schon. Ja. Wenn ich es abwertend ausspreche gegenüber jemandem. Ja. Aber dann kannst du auch Arschloch sagen. Dann kannst du auch sagen, ist das A-Wort. Ja. Oder das F-Wort, Ficky. Ist das sexistisch? Ja, je nachdem, wie du das sagst. Je nachdem, wie du... Und wer, wie? Nein, nicht einmal wer, sondern wie. Natürlich ist es beleidigend. Ja. Ja, wenn man sagt, du Drecks, dann ist es okay. Aber wenn du es irgendwie anders sagst. Aber wenn es im Affekt ist und... Aber wenn es ein Weisser jetzt sagt und nicht so meint... Wenn er jetzt dir sagt, hey, du... Rassismus zu tun. Nein, das hat nichts damit zu tun. Ich sage, wenn einer nachher fest ist... Hörst du das Wort oft? Wirst du Nein, ganz selten. Also nie. Aber kommt es vor, oder? Ja. Nein, also mir hat schon einmal... Das war übrigens auch im Casino, vor längerer Zeit einmal, ruft mir einer, hey, Niger! Wirklich? Im Casino, das? Ja, voll. Und ich habe den nicht gesehen. Und als ich mich umgedreht habe, ist er selber ein Dunkelhäutiger. Okay, ja. Aber wenn das jetzt ein Weisser gerufen hätte, wäre es schon ein bisschen anders, nicht? Ja, aber ich muss ehrlich sein, es hat schon Leute gegeben, die sie interviewt haben und gesagt haben, ihnen wäre das dunkelhäutige Frauen, glaube ich. Schon mal im Schweizer Fernsehen eine gekommen, die behauptet hat, sie werde im Laden so angesprochen. Schon? Und ich behaupte, das ist eine gestellte Szene. Ich behaupte, das stimmt nicht. Okay. Weil ich muss dir ehrlich sagen, das ist schon ein bisschen komisch. Ich bin noch nie von einem weißen Menschen als Neger in einem negativen Sinn betitelt worden. Noch nie, oder? Oder angesprochen. Also mich hat noch nie jemand irgendwie gerührt, hey, eben wie das vorhin, du Drecks Neger. Auf Social Media auch nicht, oder? Dort eher, oder nicht? Nein, auch nicht. Auch nicht? Ah, okay. Und wenn, dann sind es einfach so primitive Äußerungen. Und vielmals wahrscheinlich auch nicht unbedingt Rechte, sondern einfach Linke, die provozieren gegen mich, also gegen Provokation, oder die mich anstacheln oder... Ja, kennst du den Rush, der mit mir im Podcast war? Ich habe dir ein Video geschickt von ihm. Der heisst Rush? Genau. Ah, und schreibt CB, du Scheiße, gang wieder zurück auf Afrika. Solche Nachrichten hat er viel. Schon? Viel solche Nachrichten. Ja, aber vielleicht, ich weiß nicht. Ich glaube, weil er nicht so gut Deutsch kann. Er kann schon gut Deutsch. Ja. Aber man hört halt den Akzent, weißt du? Ja, und wenn er sich dann natürlich noch eher gegen Schweizer Kultur stellt, das weiss es jetzt nicht. Nein, er hat ja sogar gesagt, du musst schon das Video schauen. Er sagt, die Linken sind schuld, hat er gesagt. Genau. Dass sie, und weißt, er ist ja gar nicht, er ist weder sonst etwas... Überhaupt nicht, aber nur aufgrund von seinem Aussehen und von meiner Rede. Aber es ist dann ist es vielleicht wegen, weil du redest.
Ich finde es nicht korrekt, wenn das, auch wenn jetzt einer nicht so super Deutsch redet. Ja, das sind jetzt nicht unbedingt Rechte, die das schreiben. Allgemein Leute, weißt du? Eben, allgemein. Ja. Selber Ausländer sogar, die das schreiben. Auch da finde ich noch nicht rassistisch. Es muss mir irgendwie ein bisschen leiden. Also ich wäre genau gleich behandelt, wenn ich als Schweizer irgendwo in ein anderes Land komme und das Gefühl habe, ich muss mich da in Szene setzen. Da gibt es sicher auch Landsleute, die sagen, «Gang du wieder in die Schweiz, du Käsefresser.» Oder «Ja, gibt es dort auch.» Und es ist auch nicht so schlimm. Aber die Schweizer gehen halt weniger aus dem Land. Ich sehe jetzt, also es würde für mich wirklich keinen Sinn machen, wenn ein Schweizer würde auf Deutschland. Wieso sollte ein Schweizer auf Deutschland ziehen? Gell? Es hat ja gar keinen Vorteil. Gibt sicher auch, aber ja. Ja, wegen dem Beruf vielleicht, wenn du irgendwie, aber sonst, also du findest es selten, dass ein Schweizer geht, weißt du, wenn ein Schweizer auswandert, dann geht er doch eher wegen der Temperatur irgendwo ins Ausland, wo es wärmer ist, oder? Ja. Mhm. Okay, also, das wäre es gewesen. Also, das hat mich sehr gefreut, dass ich da bei dir beim Birrenweich, sagt man dir, dass ich da bei dir eingeladen worden bin. Habe ich mich geehrt gefühlt. Und, danke, dass du gekommen bist. Ja, mal sehr schön. Ja. Danke vielmals. Super Sache. Liket das Video, kommentiert, wie ihr es gefunden habt und bringt den heim. Merci vielmals. Danke.